Ja, grüß euch beieinander und einen Sackelschgurden. Jetzt Kasperl. Leute, wir haben heute ein wenig anderes Thema. Ihr werdet das am Titel bereits gesehen haben. Ich habe heute 3 Videos dabei. Zweimal Ofenkäse, einmal Jay Riddle zu dieser ganzen leeren Frau-Thematik. Jetzt höre ich die Tastaturen schon klappern. Ne? Mensch, Kasper, bleib bei deinen Leisten. Was redest jetzt da wieder drüber? Bla bla bla. Ich möchte euch kurz erklären, warum ich dieses Thema behandeln will. Obwohl es halt ne, klassischer deutscher Influencer-Beef, wie er mehrfach im Jahr vorkommt. Aber bei diesem Thema speziell finde ich es wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Ich habe nämlich auch ähnliche Dinge schon erlebt. Jetzt nicht mit leeren Frau per se, die Frau kenne ich nicht, mit der habe ich nichts zu tun, die könnte mir nicht egaler sein. Und zwar, das kann in jeder sozialen Gruppe kann das passieren. Es gibt Menschen, die grundtoxisch sind und ihr wisst, ich werfe mit dem Begriff jetzt nicht inflationär um mich. Und ich weiß nicht, aus welchen Gründen ist es Geltungssucht, ist es, ich weiß es nicht, dass sich selber einen gewissen sozialen Status ergaunern. Ich kann es euch nicht sagen. Sich in soziale Gefüge reinzecken, übermäßig harmlos und zutraulich wirken und dann da überall Feuer legen. Leute gegeneinander aufhetzen, Leute gaslighten, Leuten das Leben zur Hölle machen, um sich selber irgendwelche Vorteile zu erschaffen. Wie gesagt, wahrscheinlich sind da die Beweggründe bei vielen Leuten dann auch individuell und ich hole ein bisschen aus, weil wie gesagt, mir ist etwas Ähnliches auch schon passiert und das kann wirklich böse Konsequenzen haben. Und ich möchte euch warnen, haltet euch von solchen Leuten fern und vielleicht auch, wie man die erkennt. Denn glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, als diese Person in dieser ganzen Influencer-Bubble aufgepoppt ist, wie so ein random Encounter in einem Videospiel. Das war ja dann über diese Shoyoka-Thematik, irgendwelche Strikes auf Twitch. Die hat kurz nach Alpha Kevin dann auf Twitch irgendwie so ein DMCA-Strike reingemeldet gekriegt. Und dann war die auf einmal überall. Du konntest irgendwie in dieser YouTube-Deutschland-Szene irgendwie, war die permanent bei überall den Leuten im Chat und hin und her. Und ich habe damals schon gesagt, aufpasse, mit der stimmt irgendwas nicht. Und das, ja, basierend auf meiner eigenen anekdotischen Evidenz. Ne? Das hört sich jetzt super hochtrabend an. Ja, klar, freilich hast du es vorher schon gewusst, aber was soll ich sagen? Folgendes. Ich war, das ist schon lange her, aber ähnliche Situation, in einer Clique, in einem Freundeskreis zum damaligen Zeitpunkt und da gab es eben auch eine Person und die hat über verschiedene Leute verschiedene Dinge erzählt und immer dieses, ja, so und so, so und so, aber sprich die Person nicht drauf an. Da war es, ich habe Angst. Ich habe die ganzen Geschichten, habe das später rausgekriegt und das hat mir ein komplettes soziales Umfeld komplett zerschossen. Ich habe noch eine Depression hinten nachgeschoben. Es war eine fürchterliche Zeit für mich und deswegen möchte ich das gerne hier behandeln.
Ich habe von diesem ganzen sozialen Umfeld danach nur noch mit einer Person jemals wieder Kontakt gehabt und auch mit der ist der Kontakt irgendwie ein bisschen eingeschlafen dann. Und das auch nur, weil ich die Person vorher schon kannte und die dann irgendwann zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, was war eigentlich? Und sich mal tatsächlich dann meine Seite der Story angehört hat. Und darüber habe ich erfahren, dass eben schon über längere Zeit im Hintergrund, hinter meinem Rücken, ich bei anderen Leuten schlecht gemacht wurde, denen irgendwelche Gründe erzählt wurden, warum ich jetzt problematisch bin. Und als ich dann das gemerkt habe und dann gemerkt habe, hey, Moment mal, hier, da sind irgendwelche Partys organisiert worden, so Sachen, die wir normalerweise immer zusammen alle in der Clique gemacht haben, mir hat keiner Bescheid gegeben. Ne? Und als ich dann gemerkt habe und rausgefunden habe, an wem das liegt, hat es mich wie der Donnerschlag getroffen. Und als ich die Person versucht habe zu konfrontieren damit, ist Folgendes passiert. Und zwar, erst hat man versucht, mich zu ghosten. Und als ich dann gesagt habe, hey, Moment, ich möchte jetzt, aber ich möchte wirklich, ich möchte jetzt drüber reden. Ich möchte das jetzt aus der Welt schaffen. Dann habe ich einen Anruf gekriegt, in dem mir klipp und klar gesagt wurde, ich möge die Dinge jetzt ruhen lassen und mich aus dieser Clique verpissen und mit den Leuten auch keinen Kontakt mehr haben und niemandem irgendwas sagen, weil ansonsten diese Person das Gerücht in die Welt setzen würde, dass ich ihr Dinge gegen ihren Willen getan hätte. Ne, sagen wir es mal so. Und da setzt du dich hin. Wenn dir jemand sowas sagt, dann setzt du dich hin. Und vor allem, wenn du dann sagst, das kannst du ja behaupten, aber das kannst du ja nicht beweisen. Das muss ich gar nicht beweisen. Ich habe schon dafür gesorgt, die Leute glauben dir eh kein Wort mehr. Natürlich, was machst du? Ich war Anfang 20, ne? Ich habe mich zurückgezogen aus der ganzen Nummer und habe so ein Vorwurf, wenn man im Raum steht, scheißegal wie haltlos er ist, den wirst du nicht mehr los. Ne? Und deswegen würde ich dieses Thema gerne behandeln, weil solche Leute können erzgefährlich werden. In der Situation ist jetzt, glaube ich, jetzt nichts fürchterlich Schlimmes passiert, aber diese Leute können gefährlich werden, diese Leute gehen auf ihrer Mission, keine Ahnung, der Messias einer bestimmten sozialen Bubble zu werden, über Leichen. Die Leute gehen über Leichen und das ist nicht zu unterschätzen. Und Leute, wenn irgendjemand zu euch kommt und euch sagt, ja, hier über den oder die muss ich dir jetzt das oder das oder das erzählen, aber spricht die Person nicht drauf an, bitte. Sonst weiß sie, dass du das von mir hast. Dann empfehle ich euch, geht hin und sprecht die Person darauf an und zwar sofort. Noch besser, nehmt die Person gleich mit in den Talk im Idealfall. Denn das kommt häufiger vor, als man glauben mag. Ich habe das auch bei anderen Leuten schon mitgekriegt, dass ähnliche Dinge passiert sind. Es gibt leider Gottes, das muss man einfach so sagen, es gibt leider Gottes Arschlöcher auf dieser Welt. Und die gehen vollkommen rücksichts- und empathielos auf ihren eigenen Vorteil bedacht durch die Welt und lassen im Notfall jeden über die Klinge springen, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. So, um das geklärt zu haben, Leute, lasst euch von solchen Leuten nicht einwickeln. Die können das gut, es wird oft sehr, sehr, sehr harmlos getan. Sagt, ja, Person, das ist so eine nette Person, die kann das ja, das glaube ich nicht, dass die sowas macht. Und Leute, die machen sowas.
Die wissen ganz genau, wie sie sich verhalten müssen. Und das fängt oft dann mit so einer Art Lovebombing an. Also, ne, es wird sich das Vertrauen gewisser Leute dann erschlichen und man spielt da eine Rolle und alles, um danach sich glaubwürdiger zu machen, wenn man wenn man gewisse erfundene Geschichten droppt. Ich kann mir vorstellen, in diesem Fall, sagen wir mal, in dieser Influencer-Szene geht es ja um Geld. Viel, ne? Also es geht vor allem um Geld und damit geht es um Aufmerksamkeit. Wenn du Influencer im deutschsprachigen Raum bist, ist die Zeit der Zuschauer eine begrenzte Ressource. Ne? Du hast nur so und so viele potenzielle Zuschauer, die in dieser Nische Influencer Deutschland, Meinungsblogger etc. die ganzen Kasperl schauen, Kuchen TV, Alpha, Kevin, Jay Riddle, ne? Alicia Joe, das ganze Zeug. Da hast du nur eine gewisse Anzahl von möglichem Publikum. Und dieses mögliche Publikum hat auch nur eine begrenzte Zeit am Tag. Jeder von denen muss arbeiten oder zur Schule gehen, je nachdem, wie alt sie sind. Der Tag hat plus 24 Stunden für jeden von uns. Und der Kampf um die Aufmerksamkeit dieser Leute ist wichtig, vor allem, weil die ja oft dieselben Themen behandeln. Das ist ja bei uns auch so, hier in der Drachengame-Bubble. War früher noch schlimmer. Die behandeln ja alle mehr oder weniger dieselben Themen und die Leute dann dazu zu bringen, wenn sie nur Zeit haben, sich ein Video anzuschauen, dein Video anzuschauen, damit du dann die Barne kriegst und dann vielleicht noch die Affiliate-Links oder Kooperationsbarne mehr werden, wenn dann, keine Ahnung, dein Holy Code häufiger benutzt wird als der von deinem, in Anführungsstrichen, Konkurrenten. Das ist wichtig. Und ich vermute, dass daher also dass da der ganze Bums hier seinen Ursprung hat. Ne? Weil es sind Leute betroffen, die ja wirklich ähnliche Nischen bedienen und man versucht sich in diesem Gebilde deutsche Social Media, YouTube, Twitch, Meinungsblogger-Dinger ein besseres Standing zu ergaunern. Wie gesagt, es ist bei uns auch nichts anderes. Hält einer weg, kriegen die anderen mehr Business. Ist so. Ich habe das damals gemerkt und ich fand das auf der einen Seite, klar fand ich es cool, dass ich mehr Abonnenten dazu gekriegt habe. Einige von euch werden wahrscheinlich noch da sein. Auf der anderen Seite fand ich es sehr, sehr, sehr schade, weil ich zum Beispiel damals, als der vegane Jahrmetzger aufgehört hat, YouTube-Videos zu machen, habe ich gemerkt, dass ich kurz danach einen starken Anstieg an meinen Abonnenten hatte. Ne? Weil die Leute, die haben irgendwie Jahrmetzger Methadon gebraucht und haben dann mich gefunden und sind da hängen geblieben. Und dementsprechend habe ich indirekt, muss man so sagen, auch davon profitiert, dass der Jahrmetzger gesagt hat, er macht nicht mehr weiter. Was ich, wie gesagt, bis heute sehr schade finde, aber war sicher für ihn die richtige Entscheidung. Gut, jetzt habe ich eine Viertelstunde mit meiner Scheiße vollgesilzt. Jetzt gehen wir da rein. Das erste ist von vor ein paar Tagen von Ofi, in dem Ofi erklärt, dass anscheinend Lehrenfrau versucht hat, schon letztes Jahr im Oktober auf irgendwelchen Events zu socialisen und ihn da so ein bisschen zu problematisieren. Sagen wir es mal so. Los geht's. Ofenkäse. Ja, moin Mann und Metal, meine lieben Freunde. Und es geht direkt weiter. Das Rabbit Hole wird immer größer, denn es gibt schon wieder Neuigkeiten und diesmal bin auch ich direkt damit involviert. Und wir fangen direkt mal an, denn der gute Dijamango, den wir auch gestern im Video halt besprochen haben, hatte gestern wieder gestreamt. Und da war ich dann auch im Chat mit dabei und hatte ein bisschen was geschrieben. Und zuallererst sehr, sehr cool, dass du auch früher immer meine Videos zu Rainer geschaut hast. Ich bin der YouTube-Käse.
Ofenkäse, ich hätte nicht gedacht, dass ich es mal in dein YouTube-Video schaffe, ne? Ich muss leider sagen, ich muss sagen, ich habe früher bei der Drachenlord-Sache dich geschaut, muss ich zugeben. Also ganz klar, einer von uns, einer von uns. Nein, aber generell. Ja, macht den Kollegen schon sympathisch. Ich bin echt immer ein wenig überrascht und auch geehrt, wenn andere Content Creator mich kennen oder halt schon mal meine Videos geschaut haben. Es ist ich glaube, sind deutlich mehr Leute, auch die man kennt, die in dem Thema drin sind. Ne? Und die ähnlich intensiv in dem Thema drin sind wie die meisten von euch. Die machen das halt nicht öffentlich, weil es nicht gut ausschaut öffentlich. Ne? Mit der ganzen Berichterstattung, die es über die Jahre über Rainer gegeben hat, von Leifels über Lobo und wie sie nicht alle geheißen haben. Daher erstmal sehr cool von dir, dass du das auch erzählt hast. Und dann hat er noch was erzählt und das werden wir uns jetzt gleich mal anhören, denn da geht es um Lehrenfrau, über die wir ja gestern schon ein bisschen im Zusammenhang mit BG Katja gesprochen haben und jetzt halt auch über mich. Und da wird es dann auch ein bisschen übel, wie ich finde. Wir legen mal los. Und das ist jetzt eine reine Spekulation. Ne? Bin schon wieder dumm, ne? Den Bildschirm schon da wieder drin. Es ist eine reine Spekulation meinerseits. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass gewisse Leute so ein bisschen den Weg geebnet haben, ne? Um einen Draymond dazu zu bringen, dieses unsägliche Alicia Joe Video rauszumetteln. Das machen so Leute nämlich auch ganz gerne, die schicken andere vor, Rainer-esk, ne? Die schicken andere Leute vor, um die Drecksarbeit zu machen, damit im Zweifelsfall die dann den Shitstorm abkriegen, und so war es ja dann mehr oder weniger. Also, ob der wirklich dann vorgeschickt wurde von den, kann ich nicht beweisen. Das ist reine Spekulatius meinerseits. Vielleicht war es auch ganz Andreas. Aber vorstellbar ist es. Ne? Dass man sagt, hier, ich nehme jetzt den hier und schicke den vor, nutzt dem seine Plattform, und wenn das scheiße läuft, dann kriegt der den Shitstorm ab und ich bin fein raus. Ich kann dann noch was droppen, was okay ist, was einfach eine persönliche Erfahrung ist, die ich mit Lernfrau hatte. Damit ihr so ein bisschen so ein Beispiel habt, greifbares. Auf der Experion in Hamburg, wo ich auch Kevin Itz das erste Mal getroffen habe, super sympathisch, hat mir Lehrenfrau gesagt, dass, also waren noch ein paar andere Creator neben mir gestanden, sage ich jetzt aber nicht, wer. Mache ich jetzt nur für mich, weil dann ziehe ich keine andere ein, dann will ich keine andere Person unter Druck setzen. Bitte respektiert das. Hat mir Lernfrau gesagt, dass man nicht auf Ofenkäse reagieren soll. Und der ist ganz kritisch, bla bla bla, irgendwas. Ich habe da nicht zugehört. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich jeden Trink an dieser scheiß Red Bull Bar probiert und da war teilweise Wodka drin. Ihr könnt euch vorstellen, dass mein Gedächtnis jetzt so ein halbes Jahr, nachdem dieser Abend passiert ist, nicht mehr ganz so flüssig ist. Aber sie haben mir gesagt, auf Ofenkäse nicht mehr reagieren. Eine Woche nach diesem Gespräch macht sie einen ganzen Stream, wo sie auf Ofenkäse reagiert. Und ich war so, hä? Ich habe gedacht, das macht man nicht mehr, das ist kritisch. Sowas halt. Ja, das sind auch diese, ne? Red Flags, würde ich mal sagen. Das ist auf jeden Fall eine Red Flag. Wenn in dem Moment würde ich raten, von der Person schon Abstand zu nehmen. Ne, weil die hat ja offensichtlich hier versucht, Leute zu manipulieren und in dem Fall höchstwahrscheinlich einfach die Menge an Content möglichst zu minimieren, die es über ein gewisses Thema gibt, damit man möglichst exklusiv ist und dadurch möglichst selber irgendwie Klicks und Reichweite generieren kann. So Sachen. Oh, und das stellt euch jetzt mal bei anderen Dingen vor. Ne? Zum Beispiel, ja, ne? So halt. Weil ich hätte mir da eh nichts draus gemacht. Ich habe vorher nicht auf Ofenkäse reagiert und ich habe danach nicht auf Ofenkäse reagiert. Weil es einfach nicht, ja, ne? Auf jeden Fall, erste meine Bestätigung. Lernfrau hat das gesagt. So. Kannst du jetzt nehmen, ohne Beweis oder nicht, kannst mir vertrauen, I don't know. Kann mir aber nicht, ich weiß halt nicht, was ich davon habe, wenn ich da anlüge. So, ich habe dir gerade gesagt, ich habe dich geschaut, als ich beim Drachenlord-Ding damals.
Also ich habe da jetzt nichts davon. Ja, und zuallererst, ich habe das ein paar Tage vorher schon von jemand anderem gehört. Und nun hat es Mango hier auch nochmal bestätigt. Ich habe es also nun von mehreren Quellen gehört und ich denke, die anderen Personen, die mir das erzählt haben, war ebenfalls dort auf der Experian und hatte das dort auch mitbekommen. Ich werde jetzt natürlich keine Namen nennen, aber Mango sagt ja, dass er selbst in einer Gruppe von Influencern zusammenstand, als sie da miteinander geredet haben. Also das direkt mal vorneweg, weil das halt wirklich wohl so gewesen sein wird, weil ich das jetzt von verschiedenen Leuten schon gehört habe. Ja, und Leonfrau hat wohl dann auf der Experian in Hamburg, das war jetzt im Herbst 2024, ich meine, das müsste die Polaris im Oktober 24 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre, also ungefähr ein halbes Jahr her, anderen Content-Creatern gesagt, dass man nicht auf den bösen Ofenkäse reagieren darf, da er ja kritisch ist und das sollte man halt generell nicht machen. Macht es dann aber kurz danach selber. Ja, und zu der Zeit hatte ich zur Lernfrau auch schon ein wenig Kontakt. War auf ihrem Discord-Server, war auch in den Streams öfters mal drin, habe in den Chats geschrieben. Und ich habe dann direkt auch mal geschaut, denn ich hatte halt im Oktober 24 auch schon direkt Kontakt. Und jetzt wird's wild, Leute. Jetzt wird's richtig wild. Und das sind also Sachen, wenn man das mitkriegt, wenn du denkst, du bist cool mit irgendjemandem. Und dann kriegst du hintenrum raus, du warst nie cool mit der Person. Also beziehungsweise die Person war nie cool mit dir, sondern hat während sie dir frech ins Gesicht gegrinst und gelogen hat, ja, und vielleicht auch noch sich ausgenutzt hat für andere Dinge, ne? Irgendwie, um emotionalen Ballast abzuladen, etc. etc. Ja? Und wenn du dann mitkriegst, während der Zeit bist du schon bei allen Leuten irgendwie verunglimpft worden mit Bullshit, der komplett aus dem Arsch gezogen ist, dann man zweifelt im ersten Moment ein bisschen an der eigenen Menschenkenntnis und am eigenen Verstand. Das ist belastend auf jeden Fall. Mal mit ihr über Discord und dort hatte ich ihr mal Hilfe angeboten, weil sie in dem Stream nicht sehr gut drauf war und ich nachgefragt habe, ob alles okay war, weil es da eine Situation gab, wo sie halt sehr, sehr down gewirkt hat. Und ja, wie der liebe Ofi dann halt so ist, hat er sich Sorgen gemacht und nachgefragt und Hilfe angeboten, wenn irgendwas mal sein sollte. Habe ich natürlich auch noch als Chat vorliegen, werde ich natürlich nicht veröffentlichen, nur falls es irgendwie heißen sollte. Sowas hat ja nie stattgefunden. Das ist wichtig, Ofi, dass du das jetzt sagst, ne? dass der Chat vorliegt. Damit spart man sich einen Haufen Zeit und Ärger. Und es ist erstaunlich fair, der anderen, dieser gaslightenden Person gegenüber, zu sagen, du kannst dir das schenken, jetzt irgendwie zu behaupten, das hätte nie stattgefunden, und spar dir dann bitte auch die Erniedrigung, die du dir damit selber zufügst, wenn ich dann um die Ecke komme und sage, hier ist im Übrigen der Chat. Ne? Also, zu der Zeit, als das passiert ist, hat der liebe Ofi noch über Discord Hilfe angeboten, falls mal irgendwas sein sollte. Aber okay, bevor wir jetzt gleich damit weitermachen, möchte ich... Es ist natürlich highly beängstigend und hochproblematisch, Ofi. Ne? Also, Leute zu fragen, ob es ihnen gut geht und ob man ihnen helfen kann, das ist schon... Da kann man schon nachvollziehen, dass man dann vor dir warnt in der Öffentlichkeit ist. Ich ganz kurz nochmal ein Statement von Kevin Itz einblenden, der eben auch auf der Stellaris war, laut Deja Mango, und auf den er in diesem Video jetzt auch reagiert hat, wo er jetzt halt auch über mich spricht. Und Kevin Itz hatte ebenfalls schlechte Erfahrungen mit Leonfrau gemacht und dort mal sagt... Aber es ist erstaunlich, wenn Leute das gut können, ja, mit dieser Manipuliererei und dem ganzen Scheiß, dann kriegen die meisten Leute das halt wirklich echt lange nicht mit, gell? Und wie gesagt, es wird auch im Hintergrund immer dran gearbeitet, andere Leute nicht zu verunglimpfen und im Vorhinein schon unglaubwürdig zu machen. Ne? Das für den Fall, dass die Person irgendwann mal merkt, was du mit ihr für eine Scheiße abgezogen hast, dass du sie sofort irgendwie da drückst du aufs Knöpferl und die Person ist raus aus dem sozialen Gefüge. Und du hast keine Probleme mehr, weil im Endeffekt diese hochmanipulativen Menschen, die versuchen jedem in diesem sozialen Gefüge das Gefühl zu geben, dass er oder sie was Besonderes ist, dass sie gewisse Informationen und Geheimnisse nur dieser Person anvertrauen kann.
Und so, wir sind zusammen im Boot, wir müssen zusammenhalten, ne? Du bist der Einzige, dem ich hundertprozentig vertraue, etc., etc. Und den machen sie dann bei anderen Leuten wieder schlecht und geben damit den Leuten das Gefühl, ne, dass die wieder die einzigen Eingeweihten sind. Und jeder glaubt dann, oh krass, nee, ich muss aufpassen, so, wenn jetzt da irgendwas ist, dann geht's da hier meinem besten Freund aus der ganzen Clique geht's dann schlecht und ich bin dann schuld, jetzt muss ich wirklich aufpassen. Ich mache genau das, was er sagt. Eine Erfahrung wiedergegeben. Und wir lesen uns das auch mal ganz kurz durch. Zitat, Kevin Itz. Als Lana Anfang 2024 in meine DMs geslidet ist, habe ich mir nichts dabei gedacht. Ich fand es einfach nett. Doch schon im Sommer 2024 habe ich mich wieder von ihr distanziert, weil ich mich zu diesem Zeitpunkt bereits extrem manipuliert gefühlt habe. In den letzten Wochen und Monaten hat Lernfrau offenbar jeden für ihre Zwecke aus. Das ist nämlich auch das Nächste. Viele Leute, die sowas schon häufiger erlebt haben und schon auch vielleicht mal selber manipuliert wurden, was dann rauskommen ist und dann vielleicht auch gemerkt haben, hey, ich habe da gewissen Leuten Unrecht getan, weil ich jemandem vertraut habe, dem ich besser nicht hätte vertrauen sollen. Wenn man da schon ein gebranntes Kind ist, neigt man dazu beim ersten Anzeichen, dass sowas passieren könnte wieder, sich dann aus der Nummer rauszuziehen. Also man kommt gar nicht in die Verlegenheit, irgendwie gesellschaftlich oder emotional so investiert zu sein in die ganze Nummer, dass einen das irgendwie dann was angeht. Das ist dann meistens der manipulierenden Person auch recht, ne? Weil ob das jetzt klappt oder nicht, ist eigentlich relativ egal. Wenn du dich danach verpisst, bist du kein Problem mehr, bist keine Bedrohung mehr davon. Für die Leute sind alle eine Bedrohung, die entweder gewisse Dinge über sie wissen oder die vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen, ein höheres soziales Ansehen innerhalb der Gruppe genießen als sie. Diese Menschen sind alle Bedrohungen. Und diese Bedrohungen müssen systematisch ausgeschaltet werden. I shit you not, das hört sich jetzt hochtrabend an, aber die Leute sind so. Ausgenutzt. Schon krass, wie schnell das Kartenhaus jetzt in sich zusammenfällt. Karma at its best. Was sie allein über mich im Hintergrund erzählt hat, ist einfach nur widerlich. Ich sei eine Labertasche, der man nicht vertrauen könne, hätte sie ohne Grund blockiert oder zuletzt sogar angeschrien. Wow, einfach nur wow. Abgesehen davon, dass sie mir den Kontakt zur Rechtsanwalt bosmadig machen wollte, haben mir in den letzten Monaten unzählige Menschen Dinge erzählt, die jetzt endlich Sinn ergeben. Das ist ja nur noch gefehlt, dass sie dann selber den engagiert, den Rechtsanwalt. Ne? Also, ne? Alle reagieren nicht auf Ofi, dann selber auf Ofi reagieren. Ne? Aber das ist natürlich die massive Red Flag. Die kannst du ja überm Kreml hissen. Ne? Diese Red Flag ist ja, wenn dir jemand rät, hey, im Übrigen, deinen Anwalt, dem du vertraust, vertrau dem mal besser nicht, such deinen anderen. Dann vollkommen aus dem Nichts. Ne? Letztlich war ich nur einer von vielen Creatoren, die sie gegeneinander ausspielen wollte. Sie hat sich überall eingeschleimt, um die Reichweite der Creator für sich zu nutzen, nur um sie am Ende gegeneinander aufzuhetzen. Und ja, kurzfristig hat das bei einigen sogar funktioniert. Ja, das hat relativ gut funktioniert. Wie gesagt, die war ja jetzt, sagen wir mal, im letzten Dreivierteljahr sowas. Die war ja wirklich die war allgegenwärtig in YouTube Deutschland. Die war überall mit dabei. Und jeder hatte irgendwie Kontakt mit der. Die hat sich da schon gut rein socialized. Und der Witz an der ganzen Nummer ist, wenn die nicht versucht hätte, Leute zu manipulieren und gegeneinander aufzuspielen, hätte die eine glänzende Karriere hinlegen können. Dann hätte die ja, ich nehme an, die hat so auch schon gut Kohle gemacht im letzten Jahr mit der ganzen Nummer. Weil die einen guten Hype kassiert hat. Aber ja, die hätte eine große Nummer in YouTube Deutschland werden können. Ich habe es ja schon 2024 gesagt. Bei ihr sollte man vorsichtig sein. Schön, dass sie es jetzt zu 1000% bestätigt. Fühlt sich gut an. Danke. Bin gespannt, ob sie jetzt wieder ihr ADHS oder Autismus dafür verantwortlich macht oder ob sie einfach zugibt, dass sie Mist gebaut hat. Als Lehrerin ständig die Diagnose ADHS zu missbrauchen, um die eigene Unfähigkeit zu erklären, ist einfach ein Schlag ins Gesicht für alle, die wirklich unter ADHS leiden. Ich habe auch ADHS und ich muss nicht hinter dem Rücken anderer Creator Feuer legen. Nutzt ein KuchenTV diese Diagnose eigentlich ständig als Ausrede? Wäre mir neu.
Ne, KuchenTV nicht, aber ich kenne da jemanden, der. Aber bei dem ist nur ADS. Und Legasthenie mit dazu. Vielleicht hat die ja auch Legasthenie. Ne, die ist Lehrerin, gell? Obwohl, ja, keine Ahnung. Ne? Ja, ich habe auch das Gefühl, jeder hat ADHS. Ne? Jeder, der irgendwie in Deutschland im Internet stattfindet, auf irgendwelchen Social Media Plattformen, wenn Scheiße baut, dann kommt immer, ich habe ADHS. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Mag bei einigen vielleicht so sein. Wenn es tatsächlich, also wirklich, dann wären exklusiv, glaube ich, wirklich alle ADHS-betroffenen Influencer in Deutschland. Ne? Zitat Ende. Also im Grunde sagt er hier auch, sie hat schlecht über ihn hintenrum gesprochen und ihn schlecht gemacht und wollte zum Beispiel den Kontakt zu Rechtsanwalt bosmadig machen. Und das war auch schon im Sommer 24. Und da denke ich mir halt, das klingt ja fast so wie diese Sache hier jetzt über mich, dass halt von ihr versucht wird, andere Influencern zu erklären, dass der Ofi ein ganz böser ist und man nichts mit dem zu tun haben sollte. Und ich bin ehrlich zu euch, ich hatte nicht jetzt so viel Kontakt zur Lehrenfrau. Und ich bin niemand, der jetzt schnell wütend wird. Ihr wisst, ich bin in der Riege der Content Creator eher der Ruhepol und versuche alles ein wenig sachlicher und unemotionaler anzugehen. Ja, ich habe da zu diesem Thema in letzter Zeit andere Dinge mitgekriegt, ne? Von wegen der Emotionalität. Wenn man zu dem Thema sich die Sachen von KuchenTV anschaut, der ist nett. Der ist aber hart auf 180. Und da kommt sicher noch was. Also, keine Ahnung, wir werden im nächsten Video rausfinden, dass die sich höchstwahrscheinlich jetzt irgendwie aus dem Internet gelöscht hat. Aber ich glaube, da ist das letzte Wort bei allen noch nicht gesprochen. Da kommt noch mehr raus. Ich habe auch gehört, hier der Jut Nerzo aus Weimar ist da auch involviert. Und ja, mal schauen, ob der nachdem er damit jetzt mehr oder weniger fertig ist, Aline Bachmanns Internetkarriere beerdigt zu haben, dass er jetzt dann vielleicht, mich würde es interessieren, ne? Großer Fan, Jut Nerzo aus Weimar. Ne? Ist halt so meine Art. Und ich bin jetzt auch hier an dieser Stelle nicht wütend oder sauer. Aber ich bin enttäuscht, menschlich enttäuscht. Ich glaube, das trifft es auch am besten. Und ich gebe euch auch mal ein Beispiel, denn vielleicht schaut sich Lernfrau dieses Video hier ja auch an. Als dieses Trayman-Video rauskam, wo Lernfrau mitgemacht hat und daraufhin auch einen Shitstorm abbekommen hat, für ihren Teil, den sie dazu beigetragen hat. Ich habe Lernfraus Beitrag aus dem Trayman-Video nicht gesehen. Ich wollte es mir dann anschauen, aber dann war das Video schon runtergenommen. Ich schaue mal, wer alles so drauf reagiert hat und ob dieser spezielle Teil nochmal irgendwo zu finden ist. Ich hab mir die Reaction angeschaut von Imp. Und der hat, glaube ich, auf das Lehrenfrau-Ding nicht reagiert, sondern der hat sich mehr irgendwie auf Finessi und wie heißt der andere Clown? Was weiß ich. Konzentriert und hat da und natürlich auf Traymans Part. Und hat das ein bisschen auseinandergenommen. Wir hatten im Video gestern ja auch schon diesen Ausschnitt mit drin, wo sie dieses Thema dann totschweigen wollte in ihrem eigenen Stream. Hatte sie aber ab und an noch gestreamt und war sehr, sehr down in den Streams aufgrund dieser Thematik. Man hat gemerkt, dass sie das alles sehr, sehr mitgenommen hat und sie damit nicht richtig umgehen konnte. Also, was macht der liebe Ofi? Spricht mit ihr. Im Stream, aber auch nochmal privat und sagt, hey, Kopf hoch, beziehungsweise Kopf einfach oben behalten, versuchen die Kritik aufzuarbeiten, aber sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Ofi kennt sich ja aus. Ja? Ofi greift nicht oft ins Klo, aber auch Ofi hat schon mal ins Klo gegriffen. Vollkommen normal. Jeder von uns greift da mal ins Klo. Ne? Jeder von uns hat irgendwann in seinem Leben schon mal exorbitant Scheiße gebaut. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ofi ist sehr klug damit umgegangen damals und deswegen kann man jetzt auch mehr oder weniger dafür auch nicht mehr kritisieren. Ne? Der Cast ist Bissen. Ich denke, ihr wisst, worum es geht. Damals diese Bild-Zeitungsnummer, wo er auch so ein bisschen mit drin hing, wo er auch im Kontakt stand mit den Leuten, die da das falsche Bildinterview als angeblich reiner gegeben haben und dann wusste, dass das fake war und dann aber ein Video rausgebracht hat, in dem es
das so dargestellt war, als wäre es wirklich Reiners Interview. Der hat dafür damals, Kritik abbekommen, dass hieß, hey, Ofi, du hast hier ein Video veröffentlicht und monetarisiert zu diesem Thema, obwohl du gewusst hast, dass das eine Fake-Story ist. Und Ofi hat sich dieser Kritik angenommen und hat sich dafür entschuldigt und hat gesagt, ja, nee, es war eine scheiß Aktion. Habt ihr vollkommen recht, das war eine dumme Aktion, das hätte ich so nicht machen sollen. Fertig. Dann war ein bisschen der Ofenkäse. Und das ist halt, klar ist das nie eine angenehme Situation, wenn man Scheiße baut und sich für was entschuldigen muss, aber danach ist dann meistens die Sache dann auch gut. Die meisten Leute sind ja dann nicht so nachtragend, dass sie sagen, hey, du hast jetzt ich merke zwar, dir tut es wirklich leid und du hast begriffen, dass du Scheiße gebaut hast, aber ich hasse dich jetzt trotzdem weiter. Ja, dann bist halt du der Arsch. Problem ist natürlich, wenn man da einmal so Scheiße baut und dann damit umgeht und dann daraus auch lernt, dann kann man das machen. Wenn man aber leider Gottes sich in irgendeinem komischen Lügennetz selbst eingesponnen hat über Monate, dann wird es schwierig. Ne? Weil dann, du darfst ja dann die eine Lüge nicht zugeben, weil sonst fällt ja das ganze Kartenhaus zusammen. Wenn du einmal Scheiße baust, ist das in Ordnung. Wenn du aber ein wirklich chronischer, systematischer Lügner bist, dann bist du darauf angewiesen, dass das alles standhält, weil ansonsten bist du am Arsch. Nicht alles sich zu Herzen zu nehmen, es gibt ja noch ein Leben außerhalb von Social Media und so weiter und so weiter. Ihr halt ein bisschen Kraft zu sprechen, um mit dieser Situation halt besser umgehen zu können. Und das dann, wenn es droht, das Kartenhaus, wenn es droht zusammenzufallen und du merkst, okay, die Geschichten kriegen Risse langsam, dass dann natürlich Angst und Augenschwitzen angesagt ist, ist auch vollkommen klar, ja? Sie auch so gut, dass sie mich sogar noch nach Ende des Streams nochmal auf Discord angeschrieben hat und sich nochmal bedankt hat dafür, dass ich im Stream überhaupt vorbeigeschaut habe und mit ihr gesprochen habe. Und das ist auch wirklich jenseits von hinterfotzig, oder? Jetzt stellt euch mal vor, zu dem Zeitpunkt, das Trailment-Video, das ist ein Monat her. Die Situation war vielleicht vor 3 Wochen, das ist nichts. Zu dem Zeitpunkt hat die schon ein halbes Jahr lang mindestens versucht, die ganzen Leute auf irgendwelchen Influencer-Events gegen Ofi aufzuhetzen. Und dann kommt Ofi bei ihr in den Chat, nichts wissend, ne, was sie hinter seinem Rücken alles für Bullshit schon über ihn verzapft hat, merkt, dass es ihr nicht gut geht, weil sie berechtigte Kritik gekriegt hat und möchte ihr dann noch beistehen und sie unterstützen und dann hat sie die Dreistigkeit, den auch noch anzuschreiben und sagt, ja, mei, danke, mei, guter Freund, so ungefähr. Alter, das ist halt belastend, ne? Versucht habe zu helfen. Fand ich auch super von ihr, dass sie sich nochmal dafür bedankt hat. Aber nun stell dir mal vor, liebe Lana, derjenige, der seitdem ich in den Streams bei dir drin bin, dich verteidigt, dich versucht zu unterstützen, dir Mut zuspricht und so weiter, der erfährt dann, dass hinter seinem Rücken du anderen Influencern erzählst, dass man nicht auf diesen Typen reagieren sollte, weil er doch so kritisch ist. Natürlich kann es auch sein, dass du diese Meinung seit Oktober 24 auch geändert hast. Dass du damals noch dachtest, ich wäre highly beängstigend und jetzt Ende März, als du dich halt noch dafür bedankt hast, für diese Unterstützung im Stream, das jetzt anders siehst. Aber es ist möglich, aber unwahrscheinlich, würde ich mal sagen. Denn wenn man wirklich so eine Wende um 180 Grad macht, man sagt, hey, ich habe mich in der Person komplett getäuscht, die ist überhaupt nicht so, wie ich dachte, der ist gar nicht problematisch. Weiß ich nicht, wenn man irgendwie Anstand oder Rückgrat hat, würde man dann doch sagen, ja, aber ich habe jetzt ein halbes Jahr lang, habe ich allen Leuten erzählt, was das für ein dummer Wichser ist. Dann sollte ich vielleicht einmal reinen Tisch machen. Und dann mit der Person, über die ich ein halbes Jahr lang Scheiße erzählt habe, und den Personen, denen ich das erzählt habe, in Kontakt treten und sagen, hier im Übrigen, ich habe das und das, ich habe da meine Meinung geändert, ich habe mich da geirrt, ich habe neue Informationen, was weiß ich. Ich habe den jetzt besser kennengelernt und das ist ein dufter Typ und das passt. Und ne? Das ist angebracht,
dann, weil man ja weiß, dass diese Leute untereinander vernetzt sind und dass wenn auch nur einer, eben nicht die Schnauze hält, wenn du ihm sagst, ja, red aber da bitte nicht mit dem und dem drüber. Wenn da einer nicht die Schnauze hält, sondern tatsächlich mit denen redet, dann ist Polen offen. Wie gesagt, hätte sie ihre Meinung geändert, dann hätte sie ja dementsprechend was unternehmen müssen, eigentlich, weil sie ja wissen muss, dass das sonst irgendwann rauskommt. Aber ich muss halt sagen, auch im Oktober 24 hattest du dich mir gegenüber schon sehr positiv verhalten. Und wenn ich dann mitbekomme, dass dein Gesicht mir gegenüber halt anders aussah, als wie wenn du hinter meinem Rücken über mich sprichst, ja, dann kann ich halt sagen, dass ich sehr enttäuscht bin. Finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und natürlich weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt die ganze Zeit so ging und im Moment noch so stattgefunden hat. Aber ich muss halt sagen, alles, was man so in letzter Zeit hört, lässt doch ein ziemlich schlüssiges Gesamtbild zu. Seien es halt die Situationen, wie mit Kevin Itz oder Djamango halt umgegangen wurde, oder halt die Sachen, die KuchenTV andeutet. Und dann halt natürlich diese Sache jetzt noch zu meiner Person. Ja, ich muss sagen, alles sehr, sehr schade, weil ich gerne eigentlich bei ihrem Stream war und auch gerne mit ihr im Kontakt stand, aber ich glaube, das hat sich jetzt erstmal erledigt. Aber lass mich nochmal Ja, ist besser so. einen anderen Punkt ansprechen. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo er das Video gemacht hat, war auch noch nicht bekannt, dass sie sich löscht. Ich glaube, inzwischen hat sie sich gelöscht. Auf fast allen Kanälen. Man wird sie. Zum Abschluss, der mir neben dieser Geschichte jetzt sowas von auf die Nüsse geht, also neben der Sache, dass man mit mir anders spricht als hinter meinem Rücken. Wieso versucht man andere Influencer zu manipulieren, dass man nicht auf den oder den reagieren darf? Ich hatte das ja gestern schon mal angesprochen mit diesem Thema Kontaktschuld. Das ist etwas, was ich null verstehe. Jeder darf doch mit jedem über jedes Video sprechen. Man kann doch auch kritische Reactions machen. Wenn man zum Beispiel ganz und gar nicht meiner Meinung ist, ja, dann darf man das natürlich auch kritisch aufarbeiten. Und ihr wisst das ja wahrscheinlich auch, wenn ihr meinen Kanal hier verfolgt. Ich sehe Reactions ja immer so, dass wenn ich zum Beispiel über einen Drachenlord oder über einen Shoyoka gesprochen habe, ich halt meine Meinung zu diesem Video halt wiedergebe. Und ich denke mir dann halt immer, okay, das ist halt meine Meinung, aber übernehmt die bitte nicht 1:1, sondern hört ihr euch auch andere Meinungen an und bildet euch dann eine eigene Meinung. Am besten mit noch ein paar anderen Quellen für euch selber. Denn das ist gerade die Sache. Finde ich gut, dass er es nochmal sagt. Es kann innerhalb einer Debatte 2 wirklich basierte Meinungen geben, beide ihre Daseinsberechtigung haben, auch wenn die sich gegenseitig nicht verstehen. Ja? kein Reaction-YouTuber hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Jeder macht mal Fehler oder ordnet irgendwas halt aus seiner eigenen Sichtweise ein. Und daher finde ich es halt wichtig, nicht nur auf Videos zu reagieren, wo man weiß, dass diese Person 1:1 seine eigene Meinung widerspiegelt, sondern auch halt mal sich mit kritischen Sachen auseinandersetzt, die vielleicht einen anderen Ansatzpunkt zu einer Thematik haben, die ich vielleicht spannend finde und dann für mich halt denke, okay, dies ordne ich mal aus meiner Sichtweise ein. Zu sagen, Ofenkäse ist kritisch, auf den darf man nicht reagieren, ist so dieses Thema Verbotspolizei. Lasst doch die Leute auf jeden reagieren, wie sie wollen. Und messt die Qualität nicht auf die Leute, auf die sie reagieren und wie ihr diese Leute dann findet, sondern an dem Inhalt der Reaction. Ich glaube, dann wäre schon jedem sehr viel geholfen, wenn nicht dieses Thema Kontaktschuld immer wieder hochgehalten würde. Denn das ist... Ja, Kontaktschuld ist halt so eine Sache, gell? Also gerade im Drachengame muss man sich die Frage stellen, wo ist da jetzt der Unterschied zwischen Kontaktschuld und Code Midas? Ja? Ist schwierig. Da sind ja auch viele Leute irgendwie ins Fadenkreuz gekommen, und auch in meines, ne, nehme mich da nicht aus, aufgrund von Kontakt zu Rainer. Allerdings muss man natürlich auch sagen, Leute, die Kontakt zu Rainer hatten, wenn man geglaubt hat, dass die wirklich ernsthaft mit und an ihm arbeiten wollen, Verzeihung, dann ist da auch der Gegenwind nicht so krass geworden oft, ne? Und ich glaube, wenn tatsächlich irgendjemand Rainer erreichen hätte können, ne, durch diesen dicken Klöterkopf, durch irgendwie kommunizieren, dass das da drin ankommt, ich glaube, wenn dann eine positive Entwicklung entstanden wäre, hätte der Großteil der Haterschaft da auch Props gegeben. Das ist aus meiner Sicht ein absolut dummes Wort, was es für mich einfach nicht gibt.
Aber nun gut, das ist meine Meinung. Abschließend kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich wirklich enttäuscht bin und das alles ehrlich gesagt auch gar nicht so erwartet habe. Und sind wir mal ehrlich, das ist ja jetzt nur ein ganz kleiner, unbedeutender Teil eigentlich in diesem ganzen Gebilde, was da ja scheinbar noch so alles passiert sein soll. Und ja, wir schauen mal, vielleicht werden die betroffenen Personen sich da auch ja nochmal zu äußern. Auf jeden Fall kann ich jetzt schon sehr gut nachfühlen, wie sich diese Personen dann gefühlt haben müssen. Vor allen Dingen war das ja noch um einiges schlimmer, weil bei mir ging es jetzt halt nur um diese Aussagen, dass man nicht auf mich reagieren sollte. Bei diesen anderen Personen ging es ja wirklich um schlimme Sachen, die da im Hintergrund erzählt wurden. Naja, okay. Das soll es dann erstmal für dieses Video auch wieder gewesen sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht und was ihr da für eine Meinung zu habt. Ansonsten liken nicht vergessen. Ja, okay. Dann gehen wir mal ins nächste. Also hier geht es jetzt darum, das war dann am Tag darauf, weil sich dann natürlich, wenn der Damm einmal bricht, ja, ganz, ganz viele Leute zu Wort gemeldet haben, denen dann ein Licht aufgegangen ist und die gemerkt haben, Moment mal, mir hat die auch Scheiße erzählt. Und Moment mal, über mich hat die auch Scheiße erzählt. Und dann ist die Flut natürlich losgegangen. Und da muss man natürlich sagen, ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, aber sich dann so schnell zu löschen, ist halt auch ein Statement. Ne? Und kein gutes. Also, es ist insofern ein gutes Statement, dass das Einzige ist, was dir noch bleibt. Denn das Lügenkonstrukt ist in sich zusammengebrochen, du kannst es nicht mehr halten. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, fertig. Und dann musst du definitiv den Notausgang nehmen. Ne? Rein ins Rettungsboot und ab. Das Schiff sinkt. Und mit dem Schiff wirst du auch keine müde Mark mehr verdienen. Und das ist das einzig Richtige. Aber dass sie das so schnell getan hat, ich weiß nicht, wenn jetzt an der ganzen Sache allem nichts dran wäre und die Frau hätte sich gar nichts vorzuwerfen und die könnte das auch nachweisen, dass sie sich nichts vorzuwerfen hat. Weiß ich nicht, dann gäbe es ja auch keinen Grund, seine Social-Media-Präsenz zu löschen, oder? Über die man ja inzwischen halt recht gutes Geld verdient, wahrscheinlich mehr als in ihrem Job als Lehrerin. Ich stelle nur Fragen. Ofenkäse. Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Eigentlich wollte ich heute gar kein Video machen, aber es gibt da eine Sache, die gestern Abend aufgekommen ist, die wir einmal besprechen müssen, denn da geht es im Moment ziemlich rund und das Internet brennt, zumindest in dieser Bubble der deutschsprachigen Influencer in diesem Bereich, zu denen ich mich auch zähle. Und warum das nicht gut ist, will ich gleich mal mit euch besprechen. Es geht nämlich nochmal um Lernfrau und gestern Abend wurde von Nella, ihr kennt sie vermutlich auch, eine bekannte Hackerin und Aktivistin, die auch schon in mehreren Reportagen zu Gast war, auf Twitter erklärt, dass das Swatting bei Meppo, was ja vor einiger Zeit mal stattgefunden haben soll, auf Daten zurückzuführen sei, die Lehrenfrau veröffentlicht haben soll. Und ich sage hier bewusst soll, denn es gibt dafür keine Beweise. Ich weiß nicht, dieser Meppo, der ist auch irgendwie, meiner Meinung nach ist der auch todeslost, oder? Ich weiß nicht, wie der in der politischen Bubble gelandet ist, in der er ist. Aber ich glaube auch, der Butterfly-Effekt mäßig, der hätte auch genau auf der anderen Seite landen können. Ich glaube, dass dem einfach Bock auf Krawall. Ne? Der hat einfach Bock auf Krawall. Solche Leute kennt man, glaube ich, immer, also wenn man in irgendeiner politisch aktiven Szene unterwegs ist. Das sind diese Leute, wo junge, vielleicht ein bisschen unerfahrenere Leute sich denken, boah krass, das ist ein krasser Typ, was der sich traut. Boah, der gibt ja gar keinen Fick. Boah, schau ihn dir an. Und andere Leute sich denken, Alter, der soll ein bisschen vom Gas runtergehen. Was, ne? Das ist creepy, was du da tust. Wenn ich mir dieses Video anschaue, wo der sich da umdreht und irgendwie versucht, irgendwem aufs Maul zu hauen. Ich weiß es nicht. Ne? Und solche Leute sind es halt auch oft, die auf irgendwelchen Demos dann dafür sorgen, dass irgendwas eskaliert. Ne? Dass dann halt nicht mehr die friedliche Demo ist. Halte ich nichts davon. Dieses Brüllaffentum und sich aufpludern und irgendwie
alles auf Gewalt reduzieren, weiß ich nicht. Ne? Sondern nur Aussagen von denjenigen, die scheinbar diese Swattings zu verantworten haben. Zu dieser Personengruppe hat Nilla nämlich Kontakt und die haben das wohl gesagt, dass Lernfrau da irgendwelche Infos auf ihrem Discord geteilt haben soll, die vom Meppos TikTok. Wobei natürlich, ne, um das ganz deutlich zu machen, Swatting nicht geht. Egal bei wem. Ne? Sondereinsatzkommando sollte in Wohnungen reinstürmen und Leute daraus ziehen, die Verbrecher sind, die schwere Straftaten begangen haben. Eine unangenehme Person auf Social Media zu sein, rechtfertigt nicht, dass man da Einsatzkräfte hinschickt. Nicht bei einem Meppo, auch nicht bei einem Rainer Winkler oder bei sonst irgendjemandem. Geilste Fix, sorry, ich habe irgendwie einen brutalen Frosch im Hals. Also, um das nochmal ganz deutlich zu machen, das ist auch nicht irgendwie so eine, oh, da muss sich jemand distanzieren, weil auf YouTube muss man das machen, das gehört zum guten Ton. Ne, ganz ehrlich, wer Sondereinsatzkräfte zu irgendwelchen Leuten schickt, die nichts getan haben, nur weil er nicht mag, wie die im Internet auftreten, ist ein Hurensohn. Account kommen. Zuerst stand die Sache im Raum, dass Lernfrau diese Infos von einem DMCA-Strike vom Meppo hatte und die dann weitergegeben hat, aber der aktuelle Stand ist wohl so, dass diese Personengruppe der Verbrecher, und so muss man diese Leute ja nennen, die Swattings begehen, um irgendeine Scheiße abzuziehen mit der Polizei und so weiter, die Daten von Meppo, von Lernfrau bzw. aus ihrem Discord erhalten haben soll, die sie von TikTok dort geteilt haben soll. Und wir fangen mal ganz vorne an. Also eine Sache kann ich daran direkt mal bestätigen, nämlich dass Meppo zum Beispiel seine Straße auf TikTok selbst veröffentlicht hatte. Ich glaube, da ging es um irgendeine Bombenräumung in seinem Wohnort und er hatte dann seine Straße markiert und irgendwie dann geschrieben von wegen, dass er noch knapp im Bereich drinne ist oder knapp nicht im Bereich drinne ist. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe... Ja, das ist halt dumm, ne? Das ist halt traurig, kommt zu mir. Wie gesagt, genauso wie es halt auf der einen Seite diese Swatting-Scheiße nicht geht, ist natürlich, musst du aufpassen mit deinen Daten im Internet. Ganz ehrlich, ich würde auch gern hier die Cam anmachen und, aber, ne, Internet ist eine toxische Güllegrube und nur weil das verwerflich ist und weil es auch strafbar ist, Leute zu swatten, die zu doxen, die Daten dazu zu benutzen, um demjenigen Schaden zuzufügen, nur weil man ihn nicht mag. Nicht nur weil das verwerflich und illegal ist, heißt ja nicht, dass die Leute das nicht tun. Ne? Und dann ist halt schon selten dumm, wenn man auf TikTok sagt, hier im Übrigen da Boni. Verstehst du, ich, der Typ, den alle Leute hassen. Hallo, hier. Nicht so schlau. Ich habe das damals auch gesehen und habe mir dann gedacht, dass es schon ziemlich unvorsichtig ist, seinen Wohnort und seine Straße mit Fotos aus seinem Haus heraus ins Internet zu stellen. Und tatsächlich haben dann wohl irgendwelche Leute diese Daten dafür genutzt, um Meppos zu swatten. Also generell, ob Lernfrau das nun weitergegeben hat oder nicht, diese Daten waren für jeden, der irgendwas Böses im Schilde geführt hat, ohne Probleme halt direkt aufzurufen auf Meppos TikTok-Seite. Vermutlich, weiß ich, 10 Sekunden Recherche und man hätte dann seine Adresse gehabt. Aber ganz klar, das bedeutet natürlich nicht, dass Swattings in Ordnung sind. Wichtig. Nur weil jemand unvorsichtig... Ist auch zum Beispiel so, ich weiß nicht, da wird es auch Argumente dagegen geben, ne? Aber wenn ich ja angeblich, also wenn ich angeblich so fürchterlich linksradikal bin, so sehr, dass ich für meine Überzeugung auf Demos auch körperlich werde, ne? Und nicht wenig auch Social Media Aktivismus betreibe in der Richtung, wenn ich so fürchterlich links bin, weiß ich nicht. Klar kannst du dann sagen, dann darfst du auf gar keiner Plattform mehr stattfinden, weil die alle irgendwelchen problematischen Leuten gehören, aber dann auch Diggity-Doggity zu sein, in einer Plattform, die mehr oder weniger der lange Arm der chinesischen Regierung ist, einer chinesischen Regierung, die Konzentrationslager baut, um ethnische Minderheiten zu knechten. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, ob man die so weit unterstützen sollte. Die Info geht vielleicht auch mal an
Ne? Wie als Shoyoka raus. Die ist ja in derselben Bubble. Die ist ja auch so fürchterlich extrem links. Dann vielleicht keine Werbung für Tiki-Tokiti machen. Das wirkt ein bisschen fake. Aber wie gesagt, dann darf es auf Twitch auch nicht mehr sein, weil das Amazon gehört und Jeff Bezos auch ein Bastard ist. Darf ich auf YouTube sicher auch nicht sein, weil YouTube gehört sicher auch wieder irgendwelchen kapitalistischen Opportunisten, Hurensöhnen, die einfach. Es ist, ja, aber gerade TikTok ist meiner Meinung nach da die kritischste Nummer. Weil Jeff Bezos baut wenigstens keine KZs. Obwohl man darüber streiten kann, wenn man sich anschaut, welche Arbeitsbedingungen in denen seinen Verteilungslagern herrscht. Die mit seinen Daten umgeht, heißt das nicht, dass irgendjemand ein Recht hätte, ihm damit Schaden zuzufügen. Und bevor jetzt nun irgendwelche Mistgabeln rausgeholt werden, Leanfrau hatte sich dazu dann auch direkt geäußert und Folgendes dazu geschrieben. Zitat, Leanfrau: Das ist absolut nicht wahr. Ich habe nie durch den Strike irgendeine Adresse bekommen. Was auch immer das ist nicht wahr. Zitat Ende. Also bezüglich des Strikes, den Meppo damals an Leanfrau verteilt hat, hat sie nicht diese Adresse bekommen. Und das wurde ja auch widerlegt. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe selber erst überlegt, ob ich dieses Thema hier überhaupt anspreche. Denn auch Nella hat ihren Post zum Beispiel jetzt wieder gelöscht, aufgrund von Freunden von Leanfrau, die sie angeschrieben haben und meinten, dass es ihr im Moment nicht sehr gut geht und sie deswegen bitte diesen Tweet wieder löschen sollte. Aber ich spreche das trotzdem einmal an, weil ich finde, wir sollten hier alle mal ein wenig mehr Ruhe bewahren und nicht alle so ausrasten, wie das zum Beispiel gestern Abend auf Twitter der Fall gewesen ist. Ja, das mit der Adresse verteilen, da, wie gesagt, erstens war die schon ziemlich öffentlich, die Adresse. Und zweitens, warum sollte sie, ja gut, ne, warum sollte sie, ist die große Frage hinter der ganzen Thematik. Aber wenn du dann hörst halt, dass ein Alpha Kevin, der ja im selben Zeitraum, auch aus derselben Bubble, denselben Strike gekriegt hat, und wenn der sagt, ich habe eine Adresse dazu bekommen, von demjenigen, der mich da hat striken lassen, dann wäre vielleicht eine glaubwürdigere Aussage gewesen. Wie gesagt, ich möchte es da nicht vorwerfen, dass er da mit dieser Nepo-Thematik was zu tun hat. Wäre gewesen, ja, natürlich habe ich diese Adresse bekommen. Nein, ich habe sie nicht über meinen Discord verteilt. Und wenn das der Wahrheit entspricht, dann ist es ja auch easy nachvollziehbar. Ja, sollte es zumindest sein. Hier gibt es Vorwürfe von Leuten, die ja scheinbar selber Straftaten begehen, dass Leanfrau da irgendwelche Daten auf dem Discord geteilt haben soll. Soll, ganz wichtig. Daher möchte ich einfach alle Beteiligten bitten, erstmal Ruhe einkehren zu lassen und die ermittelnden Behörden ihre Arbeit machen zu lassen, bevor man irgendwie durch Selbstjustiz Leute davor verurteilt, von denen nichts bewiesen ist, dass sie bei dieser Straftat irgendeine Rolle inne hatten. Das muss man nämlich auch nochmal halt im Hinterkopf haben. Jeder hätte halt an diese Adresse rankommen können, weil Meppo die auf seinem Kanal halt drauf hatte. Das kann also auch sehr gut, ohne dass... Ja, das ist genauso wie war vor einiger Zeit der andere Kasperl da aus der Shoyoka-Bubble, der auch behauptet hat, er wäre gedoxt worden, aber halt auf seinen ganzen Social-Media-Kanälen im Endeffekt sein komplettes Real-Life verlinkt hat. Das ist so, keine Ahnung, das ist wie wenn ich mir jetzt ein Instagram-Profil mit meinem echten Namen machen würde, wo ich dann in die Beschreibung meine Adresse reinschreibe und ich verlinke euch die hier unter dem Kanal. Und wenn dann irgendjemand meine Adresse und meinen echten Namen irgendwie im Internet verteilt, beschwere ich mich darüber, dass der mich gedoxt hat. Wenn ich es direkt unten drunter selber verlinkt habe, das ist halt dumm. Ja. Das Teilen oder Verbreiten von Leanfrau der Fall gewesen sein, dass Leute, die Straftaten planen, dann dran gekommen wären. Einer, der aber nichts davon hält, erstmal abzuwarten, bis alle Infos zusammengetragen sind, ist der liebe Meppo, denn der hatte nämlich Folgendes dazu gepostet. Zitat, Meppo: Leanfrau hat also meine Daten weitergegeben, damit hat sie mich gedoxt und hat den Weg bereitet für 3-mal Swatting. Die Beweise, die ich habe, werde ich auf jeden Fall den Behörden weitergeben. Ich hoffe, das führt dazu, dass sie ihren Lehrberuf verliert. Ja, keine Ahnung, ich hoffe, das führt dazu, dass sie einen Lehrberuf verliert. Ist wieder. Das ist immer ein Gedankengang, den ich nicht nachvollziehen kann. Das ist ein Gedankengang, den ich nicht nachvollziehen kann. Jetzt sagen wir mal, angenommen, es wäre wirklich der Fall gewesen, dass die da hingeht und sagt, hey, ihr seid doch dafür bekannt, dass ihr ganz gern mal Leute spottet. Hier ist die Adresse von dem Dude, den ich nicht mag, aus dem Internet. Macht mal.
dann wäre das natürlich Anstiftung zu einer Straftat. Ne? Swatting ist illegal und dann gehört das auch verhandelt. Und wenn das nachweisbar so ist und er da wirklich Beweise dafür hat, dann gehört das strafrechtlich verfolgt und dann gehört sie dafür auch angezeigt und dann muss sie da auch rechtliche Konsequenzen dafür kriegen. Für diesen Fall. Dafür gibt es einen Strafmaßnahmenkatalog. Für das und das, was dann angeklagt ist, gibt es von bis Strafe. Ja? Und dann kommt es halt drauf an, was kommt im Prozess raus, etc. Aber das hat doch jetzt nichts mit ihrem Beruf zu tun. Das hat doch jetzt nichts mit ihrem Beruf zu tun. Ja, ich hoffe, dass die dann ihren Beruf verlieren. Nein. Ich hoffe, dass wenn Leute tatsächlich sowas machen würden, und wie gesagt, das ist ja weit weg von bewiesen, ob sie das tatsächlich getan hat, ich hoffe, dass die dann, egal wer sie sind und wie viel Geld sie haben im Übrigen auch, alle denselben gerichtlichen Prozess durchlaufen und nach denselben Maßstäben gemessen werden und dann die entsprechenden Strafen nach dem deutschen Rechtssystem bekommen, weil wir in einem Rechtsstaat leben und ich finde das großartig, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Ne? Weil ein funktionierender Rechtsstaat beschützt die Bürger. Und beschützt die Bürger auch von irgendwelchen Willkür-Bullshit. Ne? Wie hier deswegen der Beruf flöten geht. Ich weiß nicht, wenn die verbeamtet ist und es heißt, man darf nicht vorbestraft sein und sie kriegt eine Vorstrafe, aber dann sind wir auch wieder innerhalb des deutschen Rechtssystems. Jemand, der sich im Internet Meppo nennt, sollte meiner Meinung nach aber auch nicht verantwortlich dafür sein, welche Gesetze irgendwo drinstehen. Ne? Also, ob die Leute, die sie tatsächlich schreiben, die Gesetze oft dafür verantwortlich sein sollten, ist auch wieder dahingestellt, aber na. Ich krieg da Hasslatte. Man sollte hier beim Thema bleiben. Und die Leute gehen immer sofort hier im allerersten Tweet, wird gleich wieder übers Ziel hinausgeschossen. Es geht immer Vollgas. Ja, nicht nur dass hier Gerechtigkeit gesprochen wird, also Recht gesprochen wird, nein, es muss noch drüber gehen. Ich hoffe auch auf eine saftige Strafe. Ich werde auch prüfen, ob ich sie auf Schmerzensgeld verklagen kann. Ich kann mir auch denken, wer wollte, dass der Post gelöscht wurde und wer will das alles unterm Teppich verschwinden lassen will, weil es ihr... Das ist richtig, Meppo. Also das sind die zwei rechtlichen Dinge, ja. Zivilrechtlich und strafrechtlich dagegen vorgehen. Strafrechtlich, weil dieses Swatting illegal ist. Da gibt es Paragraphen dafür. Ne, und das muss dann verfolgt werden auch. Und zivilrechtlich kannst du natürlich sie auf Schmerzensgeld verklagen. Wenn du denn wirklich einwandfrei nachweisen kannst, dass sie dafür verantwortlich ist. Ich bezweifle das, weil die wird auch nicht so blöd sein, dann sich das nachweisen lassen zu können. Die Leute, die da gespottet haben, werden sie wahrscheinlich da auch nicht hin. Also, ne? Aber sollte das tatsächlich nachweisbar sein, bitte. Dann sind das die zwei Möglichkeiten. Gerade so schlecht geht. Ihr geht es schlecht, wollen die mich verarschen? Selber schuld. Auf mich wurde beim ersten Swatting fast geschossen. Diese ganze Bubble um Lernfrau ist wirklich der letzte Dreck. Ihre Streamer-Freunde sollten sich öffentlich von der Doxerin distanzieren. Sie hat sich ja noch darüber lustig gemacht und die ganzen Meinungsblogger standen noch auf ihrer Seite. Die können sich... Ja, hier wird es jetzt schon wieder als Fakt hingestellt. Es ist noch kein Prozess geführt worden. Offensichtlich nicht, weil nicht einmal eine Minute vergangen ist seit dem ersten Tweet. Er hat diesen Scheißdreck alles in unter einer Minute geballert. Also, das ist alles ein Ding. Es wird da kein Urteil gesprochen worden sein. Und wenn da kein Urteil gesprochen wurde, dann ist sie Beschuldigte in dem Fall. Ne? Wegen Doxing, Swatting etc. bla bla. Und dann, solange ich nicht verurteilt bin ich auch der Meinung, hat sich auch keiner zu distanzieren. alle F gehen. Und die wollen, dass es unter den Teppich gekehrt wird, die können sich auch alle F gehen. Zitat Ende. Also ich weiß nicht, wo Lernfrau sich darüber lustig gemacht hat, dass du geswattet wurdest. Und ich habe auch ehrlich gesagt niemanden gesehen, der das irgendwie gut fand oder sich darüber lustig gemacht hat. Aber ich meine, hey, dass er nun wütend ist wegen diesen Swattings, ist ja auch absolut verständlich. Trotzdem gibt es halt keine Vorverurteilung, nur weil jemand irgendwas behauptet.
Und das auch einmal an dich, lieber Meppo. Wenn du sagst, Lernfrau hat meine Daten weitergegeben, dann machst du dich möglicherweise ebenfalls strafbar, denn das ist eine Unterstellung, die nicht bewiesen ist. Das wird im Moment nur von irgendwelchen Leuten behauptet, ohne irgendwelche Daten bisher vorzulegen. Und ich meine, auch wenn Lernfrau sich in der Vergangenheit jetzt falsch verhalten hatte, zum Beispiel auch ja mir gegenüber, was ich in meinem gestrigen Video besprochen hatte, heißt das natürlich nicht, dass nun alle Vorwürfe stimmen müssen, die gerade irgendwelche Leute ins Internet stellen, wenn es halt auch um wirklich schwere Straftaten geht. Da sollte man ein wenig mit Augenmaß arbeiten und nicht überreagieren. Und das auch nicht nur an dich, Meppo, sondern generell an alle. Es stehen im Moment viele Sachen bezüglich Lernfrau und auch ja BG Katja im Raum. Und daher wird es halt Zeit brauchen, dass sie das alles aufarbeiten. Denn Lernfrau hat... diese BG Katja, die finde ich auch massiv unangenehm irgendwie. Die finde ich auch massiv unangenehm. Ne? Also da... Weiß ich nicht. Ne? Von solchen Leuten würde ich mich aufgrund meiner Erfahrungen eher fernhalten. Hatte gestern auch, bevor dieses Thema mit diesem Swatting dann hochgekommen ist, auch nochmal ein Statement rausgegeben. Bezüglich der Geschichte mit BG Katja und der Mango-Thematik und so weiter, der Manipulation, ihr wisst Bescheid. Und das lesen wir uns auch mal durch. Zitat, Lehrenfrau: Liebe Community, entschuldigt bitte, dass ihr jetzt erst was von mir hört. Wie die meisten mitbekommen haben, stehen momentan diverse Aussagen auf offener Bühne gegen mich im Raum, die sehr zeitintensiv in ihrer Aufarbeitung sind aufgrund der vielen Videos und Streams, die ich mir nicht mal eben nach Feierabend alle durcharbeiten kann, neben meinen weiteren beruflichen sowie privaten Verpflichtungen. Ich habe keine Angestellten dafür und muss das für mich alleine aufarbeiten. Auch möchte ich die konstruktive Rückmeldung von euch vom letzten Statement dabei berücksichtigen. Deshalb möchte ich mich nicht erneut innerhalb eines Streams unter den Druck des Live-Seins äußern wie zuletzt. Sollte ich überhaupt streamen, dann würde es entsprechend nicht während des Streams zur Thematisierung kommen. Ich verstehe es auch, wenn einige von euch sich lieber rausziehen bzw. rausgezogen haben. Ich bedanke mich trotzdem von Herzen für euren Support, den ihr mir bis hierhin geschenkt habt. Ich danke auch jeder Person, die noch da ist und mir eine Chance und Zeit gibt. Eure Lana. Ja, es ist halt ein Bullshit-Post. Da braucht man nicht drüber reden, oder? Also, die Dinge, die gegen sie im Raum stehen, die sind vergleichsweise überschaubar. Du kannst 2 Stunden die wichtigsten YouTube-Videos anschauen, was dir vorgeworfen wird. Gib bei YouTube Lehrenfrau ein und lass nach Klick sortieren. Ne? Und Datum. Die aktuellsten mit den meisten Klicks. Das sind dann, was ist dann, kommst du auf Ofenkäse, Kuchen TV, was weiß ich, ne? Alpha Kevin, wo halt dann die Kernvorwürfe gebracht werden. Viele Leute halten sich ja auch noch zurück. Angeblich gibt es ja noch mehr Infos, aber das sind erstmal so die Kernaussagen stehen dann im Raum. Da hast du maximal 2 Stunden YouTube-Videos geschaut. Und wenn das alles gelogen ist und du immer die Wahrheit gesagt hast, du dir gar nichts vorzuwerfen hast, dann musst du es auch nicht aufarbeiten. Oder? Also mir einen Plan zu machen dann für sowas und da extrem lange Zeit zu brauchen für so ein Statement oder sowas, kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich mir nichts vorzuwerfen habe und ich habe immer die Wahrheit gesagt und das alles haltlos, was mir da vorgeworfen wird, dann kann ich das ja so sagen. Dann brauche ich ja da kein großes Statement machen. Ich kann ja sagen, nee, ist Bullshit. War nicht so. Vollkommen aus der Luft gegriffen. Wenn er sagt, ich muss jetzt hier erstmal eine krasse Strategie, wie ich jetzt weiter vorgehe, dann, ja, du bist raus. Ne? Dann hast dich selber schon ins Ausgeschossen. Wie gesagt, ich nehme das Beispiel immer gerne her, aber vereinfachen wir die Sache auf eine Situation, die jedem von uns irgendwie in seinem Alltag passieren kann. Irgendjemand steckt dir, dass deine bessere Hälfte eine Affäre hat. Und du konfrontierst die Person. Und die sagt, ja, wollen wir heute Abend noch mal drüber reden? Ich muss jetzt das noch aufarbeiten. Ja, bitch, please. Na, dann. Ne? Zitat Ende. Ja, und im Grunde ist das ja genau das, was ich auch von ihr erwartet habe und in meinem letzten Video auch angesprochen habe. Einfach ein Statement, dass man sich dazu meldet, wenn man halt die Zeit dafür hat und dass man dann aufarbeiten möchte, was halt im Raum steht. Es gibt natürlich jetzt auch wieder einige Leute, denen das nicht passt, weil sie dann halt sagen, wofür braucht man Tage für ein ehrliches Statement? Ja,
würde ich so sagen, Ofi. Aber meiner Meinung nach wird halt alles immer so dermaßen auf die Goldwaage gelegt, dass es schon Sinn macht, sich das wirklich alles in Ruhe einmal aufzuarbeiten, was einem da vorgeworfen wird, um dann auch wirklich in Ruhe auf alles eingehen zu können. Ihr habt das. Nee, sehe ich nicht so. Sehe ich nicht so. Wenn mir jemand was vorwirft, von dem ich weiß, dass ich es nicht getan habe, dann ist das Statement klar. Dann ist das Statement, das ist Bullshit. Das habe ich nie getan. Und du wirst es mir nicht beweisen können, weil ich es nicht getan habe. Fertig. Statement zu Ende. Eine Strategie, wie ich damit vorgehe, muss ich nur machen, wenn es halt nicht Bullshit ist. Wenn da was dran ist. Dann brauche ich eine Strategie. Das ja vermutlich bei der Annie the Duck-Thematik auch mitbekommen. Wenn man dann ein Statement macht, was halt nicht nur 5 Minuten geht, sondern man wirklich viele verschiedene Punkte ansprechen möchte, dann muss man sich vorher darauf auch vorbereiten und das alles mal wirklich Punkt für Punkt durchgehen. Also, was mir hier in diesem Video eigentlich jetzt nur wichtig ist, bleibt bitte fair. Auch du, Meppo, und wartet ab, bis es da wirklich handfeste Beweise gibt, denn vorher ist es einfach nur eine unfaire Vorverurteilung. Lasst uns einfach abwarten und nicht eine Hexenjagd nach der anderen irgendwie starten, die möglicherweise keine echte Grundlage hat. Ich für meinen Teil warte jetzt erstmal auf das Statement von Lernfrau. Und ich glaube, damit wären wir auch alle gut beraten, denn wie gesagt, jeder, der irgendwas Verbotenes machen wollen würde, hätte in 10 Sekunden Recherche Meppos Adresse haben können. Das kann also auch, wie gesagt, alles ganz anders gelaufen sein. Ja, und jetzt war ich gerade mit meinem Video schon fertig und wollte es gerade rendern und hochladen. Und dann habe ich gesehen, es gibt noch ein wichtiges Update, was wir nochmal gerade mit besprechen müssen. Gott sei Dank hast du das vorher noch gesehen. Also unfassbar. Die Arbeit, die er sich dabei gespart hat, boah, Gott sei Dank, sonst hätte er das zweimal rendern und hochladen müssen, wäre das Video erst übermorgen gekommen. Das ist so viel Arbeit. Ihr unterschätzt das ganz gern mal. Und das blende ich euch natürlich mal ein. Zitat Nella. Update. Ich habe mit Lana geschrieben und ihr alles gesendet. Sie hat sich dafür bedankt, dass ich mich gemeldet habe und es aufgezeigt habe und entschuldigte sich. Ich habe mich auch für meinen Ton entschuldigt. Sie wird das Influencer-Dasein hinter sich lassen und sich vollständig löschen. Ich habe ihr danach alles gut gewünscht. Zitat Ende. Ja, also jetzt direkt am Mittwochmorgen habt ihr die Bestätigung, dass Lana, also Lernfrau, sich jetzt von Social Media zurückziehen möchte. Ich würde natürlich trotzdem gerne noch ein Statement von ihr hören, wie sie zu diesen ganzen Punkten steht, weil, wie gesagt, manche Punkte halt überhaupt nicht belegt sind, ob das wirklich auf ihrem Mist gewachsen ist. Ja, keine Ahnung, ich würde jetzt diese Meppo-Thematik da vielleicht einmal ausklammern. Aber wie gesagt, dann wirklich alles zu löschen und das Influencer-Dasein hinter sich zu lassen, ist mit Sicherheit der richtige Schritt. Aber das ist ja mehr oder weniger die Stellungnahme, Ofi, die du haben willst. Das ist die Stellungnahme. Das ist keine verbale Stellungnahme, das ist keine, ich setze mich jetzt hin und mache mich gerade dafür Stellungnahme. Aber man kann ja nicht kommunizieren. Kennen wir ja. Diese Handlung kommuniziert, ja, ist wohl richtig alles. So. Ich sehe, ich weiß, wohin der Vogel läuft. Und ich sehe das mit den Dingen, die mir nachweislich hier vorgeworfen werden, dass ich kann mich dagegen nicht mehr verteidigen, weil Beweise werden kommen. Und dann ist damit definitiv meine Social-Media-Karriere beendet und deswegen sparen wir uns den Prozess und ich verpiss mich gleich. Ne? Wie gesagt, wäre da überall nichts dran. Ne? Und die Frau wäre komplett unschuldig, was die ganzen Vorwürfe betrifft. Gäbe es auch keinen Grund, sich sofort zu löschen. Ist. Aber ich kann schon irgendwie verstehen, dass diese ganze Thematik aus den letzten Tagen und auch Wochen ihr sehr nahe gehen und natürlich sie auch sehr belasten. Ich bin mir jetzt selber nicht sicher, ob das jetzt ein Schuldeingeständnis ist, wenn man sich löscht, oder eher ein, ich habe einfach keinen Bock mehr, mich mit diesen ganzen Lügen zu beschäftigen, weil es halt auch noch ein Leben außerhalb... Ach so, das ist so eine Gil-Oferim-Sache. Also ich habe die Schuld auf mich genommen. Oder wenn die jetzt den Gil-Oferim macht. Wenn die jetzt den Gil Oferim macht und jetzt in einem Jahr wiederkommt und sich in die Opferrolle drängt, so, dann habt ihr mich hier liegen. Dann habt ihr mich hier liegen. Aber vielleicht, ne, der Gil Oferim ist schon verheiratet, oder? Vielleicht hätten die ja, egal.
von Social Media gibt. Ich kann es gerade noch nicht so richtig einordnen. Ich werde mir da auch noch mal ein paar Gedanken drüber machen müssen. Aber, und das kann ich glaube ich hier mal an alle generell sagen, ein Social Media Auftritt ist nie das echte Leben. Wenn euch ein Social Media Auftritt so belastet, dass ihr im echten Leben Probleme dann habt, dann ist der Social Media Auftritt es nicht wert. Ganz egal, ob man damit Geld verdient oder irgendwie eine große Reichweite hat oder sonst was. Das reale Leben steht immer zuerst. Ja, und von daher... Ja, das ist... Wer weiß das besser als Leute, die sich intensiv mit dem Drachengame beschäftigt haben? Das ist Reiners Geschichte in a nutshell. Ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Statement von leeren Frauen kommt. Auf jeden Fall wünsche ich ihr auch dann alles Gute weiterhin und hoffe, dass es ihr dann halt auch besser geht, wenn sie halt diesen Social Media Beef dann nicht mehr mitmacht. Ja, und ansonsten werden wir schauen, was es dann halt demnächst noch so Neues gibt. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten und ansonsten sage ich natürlich wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video sage ich Medal of, meine Freunde. Leute, folgt alle mal dem heiligen Ofenkäse hier. So. Ja, Ewigkeit rausgezogen. So, und jetzt haben wir das dritte Video im Bunde und das schließt das ganze Ding ab. Und das war jetzt eigentlich dieses Video. Danke für die Leute, die sich jetzt das schon seit 41 Stunden geben hier. Dieses Video hat mich dazu gebracht, diese Reaction aufzunehmen. Ihr wisst, ich habe es euch am Anfang des Videos erklärt, warum. Ne? Weil das habe ich wirklich gefühlt. Bist du bereit, Steven? Steven? Ja? Super. Das ist so dumm. Ich bekomme gerade auch Nachrichten, ey, wirklich, ihr seid die Geilsten. Vielen, vielen lieben Dank wirklich von ganzem Herzen für euren Support. Ist wirklich, also, ne, also so die Leute, die mit mir heute noch an dem Statement gesessen haben, ich habe es nicht alleine geschrieben, das werde ich auch gleich nochmal erwähnen, die wissen das heute, also heute war kein guter Tag. Es war nochmal, aber ich hoffe, dass es nach heute einfach das Thema Lehren-Frau zu ist. Wirklich. Ich sage es ehrlich, hat mich hart belastet. Okay. Okay. Also erstmal danke an meine Community, welche geduldig... Wie gesagt, ich halte das Statement, das Jay Riddle jetzt hier macht, ich halte das für glaubwürdig, weil es viele Boxen checkt von Dingen aus meiner eigenen Lebenserfahrung mit toxischen, manipulativen Menschen, die versuchen, andere Leute gegeneinander aufzuhetzen, gegeneinander auszuspielen, um einen eigenen Vorteil davon zu haben. Gewartet hat, bis ich mich zu der Thematik äußere. Wirklich Dank an alle eingeweihten Influencer, welche die Taten der Lehren-Frau bis jetzt unter Verschluss gehalten haben und das mit persönlichen Dingen natürlich auch weiterhin tun. Danke auch an Jasnero und Carina Pusch, welche mir beim Verfassen dieses Statements geholfen haben, weil um ehrlich zu sein, ich war echt ein bisschen überfordert. Sage ich euch ehrlich, es ist immer noch mal was anderes, wenn man irgendwie ein Statement bewertet von anderen Leuten oder so und dann 9-mal klug ist und dann selbst ein Statement schreibt. Ist nicht so einfach, also großes Dankeschön an die beiden, dass die geholfen haben. Dieses Statement wird auch nicht jeden glücklich machen, da ich mir genau überlegen musste, was und wie viel ich öffentlich mache. Habe auch schon mit einem Anwalt gesprochen, explizit natürlich über die Sachen, die ich in den letzten Tagen über ihre Vorgehensweise erfahren habe, die ich nur zu gern vergessen würde wieder. Alter, das musst du dir mal geben. Ne? Gerade ein Jay Riddle, der ja wirklich, also im positiven Sinne so ein bisschen Internet-Kasperle ist. Ne? Ich fühle den ja, ich habe den ja selber auch schon empfohlen. Der ist ein bisschen over the top, ein bisschen drüber, ein bisschen cringige Witze manchmal reißt. Das fühle ich ja. Ihr kennt mich. Ne? Ich mache das ja selber gerne. Und wie gesagt, der wird an den Punkt gebracht, an dem er wirklich sich anwaltlich beraten lassen muss wegen so einer Scheiße. Das ist wild einfach. Das ist richtig wild. Wenn Lana hier zuhören sollte, auch Traymond und Carina, die du am meisten probiert hast einzuweben, sind by the way, von deinem Netz aus Lügen und Intrigen enttäuscht. Ja, das möchte, dass du das weißt. Ja, weil es immer noch Leute aus meiner Community gibt, welche bis heute denken,
dass ich einen guten Draht zur leeren Frau hätte. Ich habe da so ein paar Kommentare gesehen. Möchte ich erstmal beginnen und klarstellen, dass ich seit Monaten nichts mehr mit der Person zu tun habe. Unsere Wege trennten sich bereits Anfang Januar endgültig aus guten Gründen. Ja. Viele von euch hatten ja ihren Telefonausraster in meinem Stream mitbekommen und dachten dann tatsächlich, das wäre der Auslöser, warum ich keinen Kontakt mehr zu ihr habe. Aber die Wahrheit ist aber, der Ausraster im Stream ist noch das geringste Problem, was ich mit ihr habe tatsächlich. Das ist eine krasse Aussage. Also für alle, die nicht wissen, worauf er hier anspielt, die jetzt da vielleicht in den Thematiken dazu drin sind. Er hat als die noch cool miteinander waren, auf ein Video von ihr im Twitch-Stream reacted. Und währenddessen hat irgendjemand von ihr in seinen Chat ihre Holy Promotion Codes reingepostet. Und die Mods von ihm haben das wohl als Fremdwerbung interpretiert, vor allem weil Jay Riddle ja selber Werbung für Holy macht und seine eigenen Codes hat. Und haben diese Kommentare rausgelöscht, was vollkommen normal ist. Das ist bei jedem Influencer so. Jeder Influencer, der da irgendwie, wenn da jemand Fremdwerbung reinpostet, hauen die Mods erstmal raus. Ist ja auch normal. Also du kannst ja auch einen Teufelskrieg, du musst den Chat ja auch moderieren, wenn du das beruflich machst. Und dann haben die Leute, die das gepostet haben bei ihm, diese Codes von deren Frau, sie damit haben ihr das geschrieben, haben ihr das gesagt, sie angerufen, was weiß ich. Und sie hat ihn dann mitten in seinem Stream angerufen und ist ausgerastet. Alter Vater. Aber anders übel, dass man es wirklich deutlich gehört hat, ob er den Hals nicht voll kriegt und was ihm einfällt, da ihre Codes löschen zu lassen, etc. etc. Obwohl er ja im Video, also in seiner Reaction, ihre Werbung auch drin gelassen hat. Also er hat die Werbung nicht geskippt, sondern er hat ihre Holy-Werbung mit ihren Codes, die sie da promotet hat, durchlaufen lassen. Das Einzige, was passiert ist, dass im Chat seine Mods halt die Codes daraus gelöscht haben, was meiner Meinung nach nicht verwerflich ist. Das ist ganz normal. Das geht deutlich, deutlich tiefer. Ja, ihr könnt mir glauben, ich distanziere mich mit jeder Faser meines Körpers von dieser Frau. Ja, so. Ich weiß, ihr seid enttäuscht von deren Frau und ihr fliegt gerade zurecht alles um die Ohren, was sie in den letzten Jahren verbockt hat. Ja, vorgestern zum Beispiel auch noch der Leak, dass sie für das Swatting von Meppo verantwortlich sein könnte. Bei der Sache möchte ich aber erwähnen, fairerweise, dass wir das weder verifizieren noch falsifizieren können. Und, ja, Jay, kleiner Kritikpunkt, dann hätte ich es auch rausgelassen. Wie gesagt, offensichtlich ist ja da genug gelaufen und das ist eine extrige Baustelle. Aus Quelle Meppo auf die Art und Weise auf Twitter rausgeschissen, weiß ich nicht. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich würde es ihr zutrauen, aber wir wissen es halt nicht und deshalb bitte ich euch, bei den Fakten zu bleiben. Da hat sie immerhin genug Schaden angerichtet, ja. Fakt ist, mehrere Betroffene, inklusive mir, haben Angst vor der Obsessivität Lanas, was sie getan hat und weiterhin bereit ist zu tun. Mehrere Leute halten sie für, ja, ich denke, die Leute werden sich melden, mehrere Leute halten sie für, und das würden wir nicht leichtfertig sagen, für bösartig und hinterhältig, sobald du halt nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Und damit auch gefährlich. Und das, wie gesagt, das hört sich jetzt irgendwie, ne, also wir übertreiben, also Leute sind wirklich gefährlich. Wenn sich da Leute so obsessiv reinsteigern, das gibt es auch ganz oft irgendwie am Arbeitsplatz. Ne, wenn dann da ein Opfer auserkoren wurde und dann so eine richtige Obsession entsteht und dann wirklich auch mit dreckigen Mitteln einfach nur gegen diese Person vorgeht. Und scheißegal, diesen Leuten ist oft wirklich auch scheißegal, ob sie selber einen Schaden davon tragen. Und ne, da ist einfach die maximale nukleare Eskalation immer angesagt. Das kann halt wirklich für Leute, die im Endeffekt nichts gemacht haben, trotzdem extreme negative Konsequenzen haben.
wenn man in diesen Scheiße-Strudel damit reingezogen wird. Und ja, das ist halt die Sache. Sie wollte seit Jahren mit Salami und mit anderen Leuten Sachen abziehen. Sie wollte mit Just Nero ekelhafte Sachen abziehen und vor allem hat sie... Wie gesagt, da bin ich sehr gespannt. Bin sehr gespannt, ob Just Nero dazu ein Video macht, wann es rauskommt. So gern ich seine Videos schaue. Der ist manchmal auch ein bisschen spät zur Party, aber bin ich auch. Ne? Und was der zu sagen hat, weil der hat ja nicht nur eine Influencer-Karriere so nachhaltig bombardiert, nachdem da Shitstorms aufgekommen sind. Und ich halte es auch bis heute für keinen Zufall, dass Reinis YouTube-Kanal von der Bildfläche verschwunden ist, so kurz nachdem ein Just Nero-Video zum Thema Drachengame weggestrikt wurde wegen Internetmobbing. Ne? Mit mir als Hauptleidtragenden noch ekelhaftere Sachen abgezogen, woran sie dann aber am Ende gescheitert ist, weil ihr Lügenkonstrukt zusammengebrochen ist. Ja, Lana, es ist, wie gesagt, doof, wenn man halt jedem was anderes erzählt und ebenso niederträchtig über Leute herzuziehen, nur weil sie Beweise sehen wollen für deine unhaltbaren Fieberträume. Das sei mal so ganz klar gesagt. Stattdessen, Lana, hast du Ja, aber das ist genau der Punkt. Streng genommen kann man die Leute easy ausboten. Aber es wird vorher halt schon gerade auf einer emotionalen Ebene so lange manipuliert, bis da nichts mehr hinterfragt wird. Du bist praktisch dann so ultimativ glaubwürdig, dass die Aussagen einfach nicht mehr hinterfragt werden, die du da tust. Aber der Nährboden dafür ist lange bereitet worden, vorher. Da werden über Monate, oft über Jahre Leute schon so manipuliert, dass alles, was du denen erzählst, einfach akzeptiert wird als Fakt. Warum sollte man das hinterfragen? Die Info kommt ja von jemandem, dem man bedingungslos vertraut. Das ist wichtig, weil in dem Moment, in dem irgendjemand sagt, im Moment hast du eigentlich Beweise, ich frage den anderen mal, was der jetzt dazu sagt eigentlich, ich möchte mir die andere Geschichte mal anhören, in dem Moment ist vorbei. Ne? Also du musst dieses Grundvertrauen vorher manipulieren, damit ansonsten funktioniert der ganze Bullshit nicht. Traumata von Leuten instrumentalisiert und dich nachweislich an diverse Influencer angebiedert, um einen Vorteil für dich rauszuziehen. Und das Schlimmste, und das meine ich wirklich, dass das Schlimmste ist, dieses hinterhältige, hier, ich erzähle dir jetzt mal was, aber, ey, geh mal nicht auf die Person zu. Geh mal nicht auf die Person zu. So, weißt du, das ist halt, keine Ahnung, habe ich gar kein Verständnis für. Und das ist, wie gesagt, da wird dann oft so, ja, aber geh nicht auf die Person zu, weil sonst weiß die Person, dass du das von mir hast und ich habe Angst. Ja, dann hat man immer Angst vor irgendeiner Reaktion oder vor irgendeiner Ding oder, ne, dann wird auf die Tränendrüse gedrückt oder irgendwas wird, das ist wirklich, das ist höchst perfide, wie da stellenweise vorgegangen wird bei solchen Leuten. Und man muss da ein bisschen auch Antennen dafür kriegen. Weil da ist schon viel Scheiße passiert. Du hast also jetzt nicht nur bei denen hier, ne? Deinen Komplizen straight up versucht zu canceln und das berechnend mit Hilfe deines feministischen Rufes. Und das auch nicht zum ersten Mal, ja? Wir sind so gnadenlos enttäuscht von dir. Ich hoffe, ich muss die Sachen, und das hoffe ich wirklich, ich muss die Sachen niemals veröffentlichen und zeigen, wie du Frauen geschadet hast. Und das auch nicht zum ersten Mal. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Frauen in dem Zusammenhang sind natürlich auch eine Bedrohung. Ne? Jede weibliche deutschsprachige Influencerin, die mehr oder weniger so ein bisschen denselben gesellschaftlichen Content macht, ist Klick- und Aufmerksamkeitskonkurrenz. Und jede, die da ausschaltest, gibt mehr Klicks und Aufmerksamkeit für dich. Das ist hier das Fall Guy-Prinzip. Es kann am Schluss nur einer ins Ziel kommen. Ja.
neben dir. Und wenn du den anderen über die Klinge springen lassen musst, damit, dann ist es halt so. Sieht Titek aus wie ein Feminist, ja. Das muss man auch mal so sagen. Gott, ey. Puh. Nichtsdestotrotz habe ich mir, ja, und jetzt kommt der Downer für viele, nichtsdestotrotz habe ich mir in den letzten Tagen wirklich intensiv die Frage gestellt, ob es notwendig ist, mein und ihr Privatleben in die Öffentlichkeit zu ziehen. Nee, ist es nicht. Ist auch löblich so, das dann nicht zu machen an deiner Stelle. Ja? Ich hatte mit ihr monatelang, bevor sie vollkommen durchdrehte, immer wieder recht viel Kontakt. Ich habe sie wie andere auch, das habt ihr mitbekommen, gutmütig öffentlich supportet und legitimiert. Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Die hat ja ihren Hype auch unter anderem dieser ganzen Just Nero, Jay Riddle, Kuchen TV Bubble zu verdanken. Die haben ja mit ihr zusammen Projekte gemacht, Videos, Reactions. Die war bei Kuchen im Studio, um da Video aufzunehmen und so weiter und so fort. Also die haben ihr ja wirklich den roten Teppich ausgerollt in dieser deutschen Influencer-Szene. Es ist jetzt nicht so, dass da auch vollkommen bedingungslos. Während sie denselben Menschen hinterrücks den Dolch reindrückt. Ja. Ihr größtes Glück ist gerade, dass sie sich in ihrer letzten Zeit schon so unglaubwürdig gemacht hat, dass ich, ist einfach so, wie es ist, dass ich sie nicht mal vollends exposen muss. Sie hat es ganz alleine geschafft, im Hintergrund ihren Ruf als Lügnerin in der Influencer-Szene zu festigen und mittlerweile glaubt ihr auch kaum noch wer in der Öffentlichkeit, nachdem immer mehr von ihrem wahren Charakter nach außen sickerte, wie es in den letzten Tagen der Fall war. Inklusive, Lana, deinem blamablen Auftritt im Alicia Joe-Video, deiner unterirdischen Reaktion darauf und dein verlogenes Statement voller Weaponized Emotionality. Ja. Wo ich dann noch sogar einen Bogen drum gemacht habe. Weaponized Emotionality, ganz großer Punkt. Ja? Das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Hat Angst oder irgendwas fällt einem schwer, dann wird ein bisschen geheult und so und dann stehen die Leute da und so, oh, hier muss ich wirklich vorsichtig sein. So, das ist eine ernste Nummer. Und alles, was ich hier mache, könnte der Person noch weiter schaden. Da geht es ja eh schon so schlecht. Ne? Und fertig, dann haben die dich in der Tasche. Um nicht noch nachzutreten, obwohl ich wusste, wie problematisch du bist zu dem Zeitpunkt schon. Ja, ne? Also ich bin wirklich ganz ruhig und entspannt gewesen und ja, man hätte sie offensichtlich dafür kritisieren können. Ja, ihr habt euch auch beschwert, dass ich dazu nichts gesagt habe. Aber, ne, oder nur einen kleinen Kommentar im Hauptvideo hatte, ne, den nicht jeder gecheckt hat. Aber das war meine Distanzierung im Prinzip. Ja, ne? Im Nachhinein wünschte ich hätte es getan, also dass ich da mehr reingegangen wäre, jetzt wo ich halt erfahren habe, wie rachsüchtig du wirklich bist. Und jetzt halt probierst im Hintergrund die Schuld auf andere zu schieben, ne? Das ist halt auch die Sache. Naja. Nicht mal auf den Rat deiner Freunde Tom und Carina hast du gehört, obwohl sie mehrere Interventionen aufgrund deiner maßlosen Obsessivität gegen mich gestartet haben. Ja, die haben probiert, auf sie einzureden. Du wolltest dich nicht von deiner Vendetta abbringen lassen und jetzt trägst du die Konsequenzen dafür. Ich weiß, ja, normalerweise stürze gerade ich, Jay Riddle, mich in jedes Drama, aber, und bitte seht mir das nach, es ist eben nochmal etwas anderes, wenn du nach 2 Jahren YouTube zum ersten Mal Hauptleidtragender einer nicht öffentlichen Situation bist und ja, halt Informationen, Chatverläufe und Dutzende Zeugenaussagen hast, welche nicht nur den Internetauftritt von Menschen, sondern auch deren normalen Beruf beenden würden, wenn das rauskäme. Das sind für so ein Internet-Influencer-Kasperle-Beef sind das harte Aussagen. Also, und ich habe jetzt auch keinen Grund, dem jetzt irgendwie nicht zu glauben, aber wenn das stimmt, holla die Waldfee. Ne? Dann könnten da justiziable Geschichten dabei sein. Und wenn da justiziable Geschichten dabei sind, dann lieber Jay Riddler muss das sagen, dann ist halt nimmer so privat. Ne? Ich weiß es nicht. Ne?
wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, was da passiert ist, aber wenn so eine Aussage gedroppt wird, dass dann wirklich das Auswirkungen hätte, muss man gut abwägen. Ob man sagt, nee, dann behält man es trotzdem für sich und bringt das nicht in die Öffentlichkeit. Wie gesagt, kommt jetzt ganz darauf an, was da passiert ist. Wir wissen es alle nicht, wir können da nicht reinschauen, vielleicht kommt es so raus, vielleicht nicht, aber. Logischerweise bin ich dann vorsichtig, ja, und habe mir das ganz in Ruhe überlegt, denn ja, am Ende des Tages bin ich nicht YouTuber geworden, um Existenzen zu beenden. In erster Linie bin ich YouTuber geworden, um Menschen zu unterhalten. Das ist halt das Ding und das sollte das auch sein, oder? Ich mache den Scheiß hier auch, um euch zu unterhalten. Jetzt heute ist es vielleicht nicht so unterhaltsam. Ne? Das ist ein bisschen ernsteres Thema alles, und aber normalerweise ich versuche ja immer einen lockeren Spruch, ein bisschen. Ey, die Welt ist trist genug. So, man muss nicht immer alles Bier ernst nehmen. Deswegen finde ich es ja gerade wild, dass gerade er in so einen Scheißestrudel mit reingezogen wird. Ja, eigentlich, ja, einfach so ein bisschen der Rufnarr der Meinungsblogger-Szene ist, der immer gute Laune verbreitet. Ne? Und ja, deshalb muss ich da etwas vorsichtig sein, ja. Des Weiteren müsste ich, ja, also, dass sie das versteht, warum ich es nicht tue, ziemlich peinliche Informationen über sie öffentlich machen, welche, sagen wir so wie es ist, sie halt komplett bloßstellen würden, so. Also, das ist halt, ne? Ja, das muss natürlich dann auch nicht sein, ne? Das ist eben dieser Unterschied zwischen dem Twitter-Statement da von diesem Mappo, wo gleich dann irgendwie aus allen Rohren geschossen wird, und dann, dass man sagt, hey, das ist alles richtig scheiße gelaufen, ich bin stocksauer und ich könnte jetzt wirklich kompletten Rundumschlag machen, alle Waffen zünden und einen Riesenschaden anrichten, dass man sich dann noch mal ein bisschen runterkühlt und sagt, wir können das auf einer halbwegs sachlichen Ebene abklären, und ich muss jetzt die Person nicht komplett vor aller Welt bloßstellen, ne, weil es nicht notwendig ist. Finde ich gut. Deshalb überlege ich mir das, also deshalb, das hat auch zur Entscheidung beigetragen. Ja, davon werde ich aber absehen, weil sie, so deute ich das, angeboten hat, ihre Influencer-Karriere zu beenden. Ja, dies ließ sie mir am Vortag über Dritte mitteilen und ließ gestern dann tatsächlich auch Taten folgen und hat ja ihre Accounts gelöscht. Ja. Das ist, ja, wie gesagt, wir hatten das schon vorher, aber jetzt ist ein weiterer Baustein in dem Mosaik, das sagt, ich bin diejenige, ich hab's eingesehen, ich verpiss mich. Bitte, lass es dann damit gut sein. Ne? Schadensbegrenzung, done right. Und dann sich dann zu melden, zu sagen, ja, Social Media Karriere beendet, ich bin hier raus aus der Nummer, dann kann man da auch einen guten Frieden machen, glaube ich, oder? Ja, so halbwegs bis jetzt. Ne? Und ich sage euch ehrlich, mein größtes Anliegen, und ich hoffe, das akzeptiert ihr, ist nicht irgendeine Rache, sondern in erster Linie, dass diese Frau keinen Schaden mehr anrichten kann, und das am besten weder bei mir, bei sich oder bei anderen Betroffenen. Ich bin nicht mal wütend darüber, dass sie immer noch zu stolz ist, um sich bei mir zu entschuldigen. Ja, weiß ich nicht, das wäre ich schon. Das wäre ich schon, weil ich jemand bin, ich hasse das, wenn ich Scheiße gebaut habe, mich bei Leuten entschuldigen zu müssen. Aber ich knecht mich dann da wirklich hin, und dass ich das dann auch nicht irgendwie über einen Text oder sowas, sondern mindestens einen Anruf, wenn es nicht möglich ist, es in einem 4-Augen-Gespräch zu machen. Ich hasse das, mich bei Leuten entschuldigen zu müssen, wenn ich nachweislich ins Klo gegriffen habe. Das ist eine fürchterlich unangenehme Situation, aber ich beiß mich da durch, weil ich das auch von anderen Leuten haben will. Ne? Weil ich, wenn mir jemand irgendwie
ins Müsli geschissen hat und es angeblich der Person leid tut, möchte ich der Person ins Gesicht sehen dabei, ob ich ihr das abkaufen kann. Und dann damit entscheiden, ob ich damit Frieden schließen kann oder nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich kann ein sehr nachtragender Mensch sein, aber ich bin meistens, wenn mir jemand gegenübertritt und mir das wirklich glaubwürdig versichert, dass er eingesehen hat, dass er Scheiße gebaut hat, dass es ihm leid tut, ist für mich da meistens dann der Gasbissen. Aber das ist mir wichtig. Ich weiß nicht warum, kann mir auch scheißegal sein, aber es ist mir in dem Fall wirklich wichtig. Und wenn das jemand nicht macht, dann kann ich auch keinen Respekt mehr vor der Person haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb rufe ich alle Spartiaten dazu auf, sie nach ihrer Löschung in Ruhe zu lassen, sie nicht zu beleidigen oder mit Nachrichten zu bombardieren. Bitte seht einfach davon ab. Ja, das wäre jetzt natürlich auch, das wäre natürlich jetzt auch Käse. Da hingehen und der irgendwas aufs Brot schmieren. Ne? Bullshit. Absoluter Bullshit. Erstens wird es wahrscheinlich eh nicht lesen, zweitens interessiert sie es nicht. Drittens geht es ja dann auch. Der spezielle Konflikt jetzt hier dann den Leuten dann auch nichts an. Ne? Also. Zu den Erfahrungen anderer Influencer mit Lehrernfrau werde ich mich hingegen äußern, ja, wenn ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Denn viele Sachen, die mittlerweile über sie öffentlich bekannt gemacht wurden, kann ich auch bestätigen und im Zweifelsfall auch zweifelsfrei nachweisen, einwandfrei nachweisen, Entschuldigung. Zum Beispiel, was jetzt schon öffentlich bekannt ist mittlerweile, dass sie auf abscheuliche Art und Weise Menschen manipuliert und instrumentalisiert sowie unter Druck setzt, um ihre Ziele zu erreichen. Das ist, ja. Und das ist auch, wie gesagt, nur die Spitze des Eisbergs, also zumindest die Spitze, die derzeit bekannt ist. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was da auch für eine Energie dahinter steht. Das muss ja auch fürchterlich anstrengend sein, diese ganzen Fäden von diesem Lügennetz straff zu halten. Jetzt mal angenommen, ich wäre tatsächlich so ein hinterfotziger Mensch, das wäre mir doch allein die Arbeit nicht wert, oder? Da habe ich doch mit meiner Zeit was Besseres zu tun. Ja. Ich hoffe, ihr könnt euch damit arrangieren, ja, dass ich ihr Privatleben daraus halte, ne? Und meins natürlich auch. So. Und ja, so ehrlich möchte ich zu euch sein, wenn ich jetzt auf die Sachen reagiere, wo andere Leute irgendwas sagen, ich werde dabei schon etwas Schadenfreude empfinden, also allein, wie sie es einfach geschafft hat, sich bei den unterschiedlichsten Leuten, vorsichtig gesagt, unsympathisch zu machen, das ist schon wild, das ist derzeit genug Karma. Das ist derzeit einfach genug Karma. Ja, da muss ich nicht noch die Sachen öffentlich machen, die ich über sie weiß. Das ist halt das Ding. Ne? Ich sage euch aber ehrlich, das möchte ich nochmal betonen, es würde mich auch nicht wundern, wenn sie zurückkommt. Ja, es würde mich nicht wundern, wenn die Löschung ihrer Kanäle auch nur ein Move ist, mit dem sie irgendwie die heiße Phase versucht auszusitzen. Ich seh den Text schon vor mir. Ja? Wenn die den Wingel macht, dann wird's noch wilder. Vielleicht macht diese Mischung aus Wingel und Ofarim so eine Comeback-Story, aber vorher nochmal den Tod vortäuschen, das wäre wild. Bevor sie halt wieder in alte Verhaltensmuster fällt. Das würde mich auch nicht wundern. Und genau. Ja, ich weiß nicht, das kommt jetzt ganz drauf an, ob die scheinen ja nicht dumm zu sein, also ne, die scheint ja intelligent zu sein. Und ob da jetzt die Intelligenz oder der Narzissmus siegt. Ja, also wenn die Intelligenz siegt, dann wird die sehen, okay, das mit dem Social Media Ding, da habe ich verbrannte Erde hinterlassen, da werde ich keinen Fuß mehr fassen können. Und dann bleibt die weg. Wenn der Narzissmus siegt, dann ne, wir haben es über Jahre lang live bei Rainer beobachten können, was dann passiert. Das muss man halt im Hinterkopf behalten, aber ansonsten
Wie gesagt, von meiner Warte aus ist die Sache vorerst auf Eis gelegt. Leider hat sie aber auch andere Menschen mit ihrem bösartigen Verhalten verärgert und ich wünsche mir für sie, dass Just Nero sein Temperament zügeln kann. Ich nicht. Damit sich diese Sache für dich weiter abkühlen kann. Lana, ja. Ebenso hoffe ich für dich, dass die Geister aus deiner TikTok-Vergangenheit dich nicht auch noch einholen. Schließlich gibt es dort auch die ein oder andere lustige Geschichte. Und das mit den TikTok-Dingen, das habe ich irgendwie am Rande mitbekommen, die hat fürchterlich unangenehme TikToks gemacht. Ich weiß nicht, ob das ist, was er jetzt meint, oder ob da noch schlimmere Dinge waren, wo sie irgendwie über die sexuellen Kinks ihrer Schüler thematisiert hat. Wo ich mir denke, Madel, die sexuellen Kinks deiner minderjährigen Schüler haben in deiner Social-Media-Präsenz nichts zu tun. Don't do it. Und ja, zusammenfassend, auch wenn du es verdient hättest, werde ich nicht die Person sein, die die Büchse der Pandora öffnet. Wenn du aber wieder in See stichst, lass dir eine Sache gesagt sein. Spätestens dann sind wir der Eisberg, gegen den dein Schiff krachen wird, liebe Lana. Ja? Ganz gut. Klare Ansage. Halte ich aber auch für schwierig. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt... Man kann natürlich sagen, ne, wir nehmen das jetzt erst einmal so, die Löschung, ohne irgendeine Drohung auszusprechen. Weiß ich nicht, ob das vielleicht dann nochmal zur Eskalation beiträgt. Man hätte das vielleicht nochmal ein bisschen deeskalierender machen können, weil das komplette Ding ist relativ Friedenspfeife rauchend. Aber ich bin hin und her gerissen. Großes und herzliches Dankeschön an alle, die mich unterstützt haben und in einer schweren Zeit hinter mir standen. Als Abschlusswort möchte ich gerne nochmal etwas Weaponized Emotionality betreiben. Ja, im Übrigen, in einer schweren Zeit hinter dir stehen, das ist halt die Sache, ja. Du bist halt, gibt halt Leute, die willst du hinter dir stehen haben und du willst halt manche Leute, die willst du halt nicht hinter dir stehen haben. Ja. Und ein altbekanntes Zitat etwas abändern, ja? Don't cry because it happened. Smile because it's over. Ja. Er tanzt jetzt und freut sich noch ein bisschen, ne? Finde ich gut, ich habe jetzt pausiert, ansonsten muss ich wieder 3 Stunden neben dem Video sitzen und warten, bis YouTube die Musik rausschneidet. Im Übrigen, das war bei ich glaube, beim vorletzten Video, also eins meiner letzten Drachenlord-Reaction-Dinger, ich glaube, das letzte mit der Nebelmaschine. Der Grund, warum zwischenzeitlich meine Stimme sich so scheiße anhört, ist, YouTube hat da die Mucke rausfiltern müssen und da leidet dann natürlich die Stimmqualität auch ein bisschen. Aber ich finde es trotzdem, nichtsdestotrotz, ich finde es schön, dass er das hier mit einem positiven Ding beendet, ne? Mit den üblichen, da haben wir wieder den üblichen Jay Riddle, die Partymaschine tanzt, macht sich ein bisschen zum Horst für sein Publikum. Finde ich einen schönen Abschluss für die Nummer, um dann zu sagen, hey, das ist jetzt ein ernstes Thema gewesen, aber jetzt soll es dann auch gut sein und let's go. Ne? Weil mit dem würde ich dann auch gerne abschließen. Das sagt, dass also für die Leute, die unter euch, ich weiß, es werden nicht viele sein, wenn ihr jetzt noch 100 Leute da habt, danke dafür, die sich die bisschen dröge Scheiße von mir gegeben haben, jetzt über fast 2 Stunden. Aber ich fand es wirklich einfach wichtig, da nochmal irgendwie auch aus meiner Perspektive ein Licht drauf zu werfen, um eben zu zeigen, dass das nicht irgendwie so ein Influencer-exklusives Thema ist. Dass da nicht unbedingt um Werbeverträge und Tausende von Klicks und Internetaufmerksamkeit und Fame und dergleichen gehen muss, sondern dass das in
auch in kleinen sozialen Gruppen, in kleinen Cliquen, Freundeskreisen etc., dass das auch passieren kann und dass man immer so ein bisschen aufpassen muss, wer einem was erzählt und ein bisschen halt diese Cui Bono-Frage stellt, so traurig wie es ist, weil es kann immer wieder passieren, dass sich solche hinterfotzigen, parasitären Menschen in irgendwelche Freundeskreise zecken und die von innen praktisch zerfressen. Mit Lügen, mit Manipulation und das passiert im kleinen Rahmen genauso wie es im großen Rahmen passiert. Das passiert hier in der deutschen Influencer-Szene, das wird auch irgendwo, keine Ahnung, bei Rich People in Hollywood passieren und bei denen kriegen wir es mit, aber ein bisschen den Blick auch dafür schärfen, das kann auch, wünscht's keinem, aber es kann halt im eigenen Freundeskreis passieren und wenn man das früh erkennt und präventiv eingreift, kann das viel, viel, viel Schaden verhindern und das fand ich wichtig einfach, ne? Bisschen da nochmal ein Licht drauf zu werfen. In diesem Sinne, tut nicht, was solche toxischen Leute tun. Verhaltet euch anständig euren Freunden gegenüber. Macht euch den Stress nicht, anderen Leuten das Leben zur Hölle zu machen. Es wird im Endeffekt euers auch nicht besser machen. Medal off.